Habe der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke neue Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Wir schreiben das Jahr 1993 und Jane Jensen, hier bei Verdient Eierschaukeln, die Geschichte für ein ziemlich bekanntes Computerspiel, das an mir ungefähr 25 Jahre lang vorbeigegangen ist. Gabriel Knight, Sins of the Fathers ist ein schleimiger Schreiberling, mischt sich aus Ego-Gründen in der Voodoo-Mod-Serie ein und macht aber immer noch bessere Arbeit als Polizeisimulator und der erste Teil in der qualitativen Achterbahnfahrt von einer Spielereihe. Das Spiel ist zwar aus dem Genre Point-and-Click, aber im Vergleich zu denen, die ich bisher gezockt habe, ist das hier eine ziemlich erwachsene Nummer. Die Geschichte, die größtenteils in New Orleans stattfindet, ist düster, stellenweise sogar ein bisschen gruselig und inspiriert von dem großartigen Film Angel Heart. Unbedingt anschauen. Jane Jensens Talent für gute Skripte und Dialoge haben mir damals bei Sierra Online die Aufmerksamkeit von einer absoluten Legende eingebracht, nämlich Roberta Williams. Die Frau hat damals zusammen mit ihrem Mo Ken den ersten majestätischen das erste grafisch umgesetzte Abenteuerspiel namens Mystery House programmiert. Jane hat also ihre Ideen für Gabriel Knight umsetzen können und ist von der Presse dafür in höchsten Tönen gelobt worden. Sins of the Fathers gilt bis heute als eines der besten Point-and-Click-Spiele. Nicht zuletzt wegen der Dialoge und auch die Synchronsprecher im Original können sie echt sehen lassen. Gabriel Knight wird gesprochen vom Original Pennywise Tim Curry persönlich, sein Kumpel Mosley von Luke fucking Skywalker, also Mark Hamill, und Grace von der King of Queens Legende Leah Remini. 1997 ist die Geschichte dann sogar noch als Bier-Komplettlösung rausgekommen, was noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringt. Die Nutzeroberfläche ist typisch Sierra. Menü und Inventar finden Sie ausblendbar am oberen Rand vom Bildschirm, ebenso die verschiedenen Mauszeiger. Man hat 8 Funktionen zur Interaktion mit der Welt, aber die sind für mich teils ganz schön redundant. Für Gespräche hätte zum Beispiel eine Option statt 2 gelangt und Benutzen, Drucker und Öffnen hätten locker ein Symbol sein können. Hier kann man außerdem speichern, laden, einen Punktestand anschauen oder, falls man ein Gespräch vergessen hat, aufs Diktiergerät zugreifen. Insgesamt finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend und überladen, aber so geht es mir ja schon beim Rezept für Rührei, also... Es gibt außerdem Karten von New Orleans und Umgebung, die auftaucht, sobald man einen Abschnitt verlässt und mit der man schnell von A nach B kommt. Bei Dialogen gibt es meistens ein extra Dialogfenster mit Porträts von den Charakteren und abgesehen von den teils ein wenig gruseligen Sprechanimationen finde ich die gut gemacht. Genauso wird Musik. Jetzt nicht im Sinne von unvergessliche Gassenhauer, sondern im Sinne von atmosphärischer, unaufdringlicher Mucken, die immer passt und nie zu stark ablenkt. Sozusagen Aufzug-Core, aber positiv gemeint. Mit ein paar Ausnahmen wie zum Beispiel dem Titeltrack, der mettelt die einfach nur zusammen. Das Spiel selber ist unterteilt in Kapitel zu 10 Tage und hat ein winziges Hinweissystem in Form von täglichen Gedichtsfetzen und einer Zeitung, die meistens Mini-Tipps enthält. Oder manchmal Örtlichkeiten und Aufgaben überhaupt erst freischaltet, also eigentlich nicht winzig und mini, sondern integral fürs Weiterkommen. Was schreibe ich schon wieder für einen Scheißdreck hier? Ein Tag ist erst vorbei, wenn man alles gemacht hat, was ein Spiel erwartet. Das heißt, wir haben alle Informationen erhalten, Gegenstände eingesammelt, Leute belästigt und so weiter. Das verhindert zumindest zuverlässig Sackgassen, durch die man auf einmal nicht mehr weiterspielen kann, weil man zum Beispiel ein Brot zwar zerkleinert hat, aber dann die Brösel aus Versehen weggespült hat und deswegen ein Spiel nicht mehr beenden kann. Gay Sack McCracken! So viel zum Drumherum vom Spiel, jetzt gehen wir in medias res. Das ist koreanisch für Obacht Spoiler. Wer nicht wissen will, dass der Bruce Willis schon die ganze Zeit tot ist, der kann jetzt gern gefällt mir oder mag ich nicht drucken und sich dann zum Beispiel ein Baumhäusl bauen, seine Passwörter erneuern oder wegen Don't Drop the Sword her. Der Rest reist mit mir nach New Orleans, wo wir erst einmal einen üblen Albtraum durchleben und das nicht nur, weil hier jede Menge Französisch geredet wird. Unglücklicherweise schafft er es aber bisher nur in eine unverständliche tote Sprache zu übersetzen. Hallo? Bonjour. Verrücktes Gebrabbel. Sondern weil er Gabriel wortwörtlich jede Nacht den gleichen Scheiß zusammenrannt.
diesem relativ verwirrenden Albtraum betritt unser sogenannter Held die Bühne. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? Wir spielen den Typen, der so heißt wie das Spiel, das so heißt, weil der Typ, um den es geht, genauso heißt wie das Spiel. Gabriel Knight. I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Gabriel ist ein relativ abgerissener Haumtaucher, der bisher noch nicht viel geschissen gekriegt hat in seinem Leben. Sein Buchladen läuft genauso wie seine Schriftstellerkarriere, also ungefähr so gut wie ein Trabi mit Zucker im Tank. Und das Einzige, was halbwegs sie hat, ist seine Aufreißerei. Obwohl er den Charme von einer einbutterten Nacktschnecken in einem Ölfassel hat, ist er anscheinend ein ziemlicher Weiberhate. Bloß hat ihm das halt bisher leider in keiner Hinsicht weitergeholfen. Im Endeffekt ist er in so ziemlich jeder Hinsicht ein nasses Tempo, das nur ein paar Jahre zum Trick aufgekehrt. Dabei erweist sie glücklicherweise die Geschichte, die er durchleben muss, als ein Heißluftföhn. Die einzige Familie, die Gabriel noch hat, ist seine Oma, sein einziger Freund heißt Mosley und ist Ermittler bei der örtlichen Polizei. Und die einzige Frau, die es mit ihm aushält, ohne in sein Bett zu landen oder am Freiweg zum Erschlagen, ist Grace Nakamura. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. Gracie arbeitet neben ihrem Studium in Gabriels Buchhandlung und ist vermutlich der einzige Grund, warum nicht alles komplett in Flammen aufgegangen ist. Von ihr kriegen wir jetzt erstmal unser Diktiergerät, das quasi als Dialogarchiv fungiert. I can't wait to see what human rights you violate with this one. Sie ist aber nicht nur unsere Verkäuferin, sondern außerdem Buchhalterin, Sekretärin und Google-Ersatz und lasst uns wissen, wer alle was von uns will. Do you have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter? He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany. Like hell. If it's really important, he'll call back. Your friend Detective Mosley called. He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey, and that he left some photos for you at the station, at the front desk. You're getting privileged information, aren't you? Aktuell schreibt Gabriel an einem Bücher über Voodoo und da momentan Serienmorde mit Voodoo-Flair in New Orleans stattfinden, zapft er seinen Polizistenfreund für Informationen an, weil der wiederum glaubt, er taucht dadurch in Gabes Bier hier auf. Ja, das ist unser Held. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... Und lang schon wieder. Also zu Oma, zu Mosley und den Anruf aus Deutschland, den ignorieren wir gekonnt. Jetzt füllen wir uns aber erstmal einen Hosensack mit allem, was wir irgendwie in den Finger kriegen. I trust you can live without this old gift certificate. I'm gonna take the tweezers for a bit. Mind if I borrow the magnifying glass? Und natürlich platteln wir ein bisschen in der Süddeutschen und schauen mal, was uns die so verzeiht. The front page has an article about the voodoo murders. Kurz gesagt, nicht viel. Alle Opfer der Voodoo-Morde sind anscheinend Gangster und nichts deutet darauf hin, dass die Morde irgendwas mit echtem Voodoo zu tun haben. Right. Dann durchsucht man unsere Regale und finden 2 Bücher. Gabriel pulls down a book on snakes. Im ersten steht, dass Würgeschlangen ihre Beute mittels Vibration finden. Schreibt mir gerne eure besten Witze mit den Worten Würgeschlangen und Vibration in Kommentare und ich versuche dabei die MS-Niveau nur eine Zeit über Wasser zu halten. Das zweite ist eine Sammlung deutscher Gedichte. Eins davon hat ein Heinz Ritter geschrieben und das liest uns der Gabriel vor. Und es klingt göttlich. 3 Drachen. 3 Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Ziele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kinda creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. Da Gabriel absolut keine Ahnung hat, was das alles heißen soll, konsultieren wir mal die Wörterbücher unterm Fenster. Dry means 3. Drachen means dragons. Für uns ist das natürlich eine gemade Wiesen, aber ob uns später klar ist, dass man die Übersetzungen für ein Rätsel braucht, das sei mal dahingestellt. Buchhandlung ist damit ausgeräumt und Gabriels Arbeitsschlaf- und Wohnzimmer gibt aktuell auch nichts mehr her außer wenig Haargel. Und das war in den 90er überlebenswichtig, habe ich gehört. I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Nachdem es hier also sonst nichts mehr zum Aufklauen oder Lernen gibt, macht man uns auf den Weg zu unserer Oma. See you later. Uh-huh. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss.
Der Oma geht's gut, was uns riesig gefreut. Also fragen wir uns erstmal nach unserer Verwandtschaft aus, die ja allesamt unter der Nase davon gestorben sind. Tell me something about Granddad. Harrison was only 36 when he died. Tell me about my father. I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were only 8. Sie sagt uns nur, dass wir auf dem Friedhof zum Familiengrab vorbeischauen könnten und dann lasst wir sitzen und drüber nachdenken, dass wir ihr letztes Restel Verwandtschaft sind und nix hinkriegen außer das Erbe zum Verschleudern. Hello, darkness. Auf dem Speicher gruscht man durchs Zeug von unserem Vater und tatsächlich finden wir als erstes sein altes Notizbücher. There's a sketchbook on the chair that Gabriel vaguely remembers as his father's. I think I'd take Daddy's sketchbook with me. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. Anscheinend haben unserem Pap ähnliche Geister heimgesucht wie uns. Seine Skizzen kann jedenfalls direkt aus unseren Albträumen sein. Dann rammen wir die Uhr auf Zeiten, damit wir an Kisten kommen und darin finden wir das erste dunkle Familiengeheimnis. Aren't those called Lederhosen? Die können wir leider nicht anziehen und sonst gibt die Kisten nichts her, also schauen wir uns die Uhr nochmal genauer an. A ring of 6 symbols surround the face of the clock. A sword, a sun, an angel, a noose, an eclipse, a dragon. Und hier kann man sowohl die Symbole als auch die Zeiger bewegen. Natürlich ist uns klar, dass da jetzt irgendein Kombi aus dem Symbol um der Uhrzeit hergestellt gehört. Und da gibt es jetzt 2 Sorten Leute. Die einen sagen, ja, du musst in so einem Spiel schon aufpassen und absolut alles genau anschauen und gescheit nachdenken. Und die haben recht. Und dann gibt es Leute, die sagen, dass die Rätseldesigner vermutlich so viel Hirn gehabt haben wie ein schwarzes Fleisch auf der Knirscheibe und die haben erst recht. Die Lösung ist jedenfalls so unnachvollziehbar, wie es einfach ist. 3 Uhr und oben muss der Drache. Und warum? Weil wir das Gedicht von 3 Drachen gelesen haben und ein Beutel im Malbücher von unserem Pap 3 Drachen zeigt. Also üben wir uns mal im urbayerischen Ansatz der radikalen Akzeptanz und denken wir uns, mei, so ist es halt. Granddaddy, you old fox. Im geheimen Geheimschubladen finden wir ein Foto und einen Brief, aber unser Deutsch ist halt ungefähr auf Duolingo-Niveau, also sagt uns der Brief überhaupt nichts. It was sent from a place called Schloss Ritter in Rittersburg, West Germany. The letter is addressed to mein Sohn Heinz and signed Wilhelm Ritter. One of the recurring words strewn throughout the letter is the word Schattenjäger. Und das Foto gibt auch nicht recht viel mehr daher. The old photographs show Gabriel's grandfather with 2 other men. Schattenjäger, Schloss Ritter, damit können wir einfach nichts anfangen. Aber da unser Opa sowohl auf dem Beutel als auch der Adressat von dem Brief war, fragen wir doch einfach mal die Oma. Do you know anyone named Heinz Ritter? Heinz Ritter. I promised I'd never tell you or your father. But I suppose it doesn't matter now. Your granddad's name was Heinz Ritter before he came to America. He changed it to Harrison Knight legally when he arrived. Why did Granddad change his name? I don't know. I tried to ask him about his family, his life before America, but he didn't want to talk about it, since he obviously found it painful. I never questioned him about it. Didn't Granddad ever say anything about his past or his family? Only that his family was crazy, and that he never wanted to see them again. He believed in some family curse, thought that he could spare Philip and Philip's children from what he called old nightmares. Alles klar, unser Opa Harrison Knight hat früher Heinz Ritter geheißen und ist anscheinend vor seiner Familie und irgendeiner Art Fluch davon gelaufen. Goldig. Hätten wir vorher gewusst, dass Heinz Ritter die Uhr kehrt, hätte das Gedicht von den 3 Drachen vom Heinz Ritter tatsächlich einen logischen Zusammenhang zu dem Rätsel gehabt. Aber das Leben ist halt kein Ponyschlecker. Schauen wir doch mal, was der Mosley jetzt für uns hat. Auf der Wache erfahren wir, dass unser Kumpel tatsächlich gerade seine Arbeit macht, und zwar am Tatort. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry. Und als wir nach den hinterlegten Fotos für uns fragen, gibt uns der Empfangsbulle eine Antwort, die zu 300% so klingt, als darf man wegen ihm demnächst in einer Badwanne mit sehr viel Eis und sehr wenig Nieren aufwachen. Yeah, I got something for you, all right. Soon as you're done talking, I'll give it to you. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Vielleicht hat er versucht, uns anzugraben? Egal. Wir kriegen einen Umschlag und machen ihn auf. Gabriel opens the manila envelope and finds 2 photographs. Auf dem ersten Foto sehen wir einen jungen Mosley. He had hair then. Und auf dem zweiten relativ tolle Leichen.
Ich check nur nicht ganz, warum die Polizei hier von Mordopfer redet und von unnatürlichen Todesumständen. Man kann halt ohne Herz nicht leben. Ja, Fotos schön gut, aber natürlich wollen wir Mosley persönlich ein paar Infos zu den Voodoo-Morde aus den Lippen reiern, also müssen wir rausfinden, wo er sich gerade rumtreibt. Wenn wir jetzt also durch New Orleans spazieren, dann stößt man irgendwann im Jackson Park auf einen Polizisten, der narrisch beschäftigt ist. A police officer is either off-duty or patrolling the park, or both. Und dessen Funkgerät in der glorreichen Qualität von der McDonalds-Gegensprechanlage umeinander quakt. Was wir so hören, hört sich nicht schlecht an. Gerichtsmediziner benötigt Verstärkung. Ich glaube, wir haben auf der richtigen Fährte. Aber aus völlig unverständlichen Gründen lasst uns der Herr Oberhauptwaldmeister nicht an sein Radio. Mind if I use your radio? What are you, nuts? Forget it. Touchy. Da wir gerade leider keinen Donut haben und mit ihrem Holzsteckerl zum Spulen, schauen wir mal, ob wir ihn anderweitig ablenken können. Das ist ein einigermaßen berüchtigtes Rätsel, auf dessen Lösung man nicht so einfach kommt, aber wenigstens ist es eine lustige Idee. Wenn wir uns nämlich auf die Suche nach einem Ablenkungsmanöver machen, finden wir eine absolute Geißel der Menschheit in dem Park umeinander stehen. It's one of those mimes. Oh boy. Da es der Typ zu seinem Job gemacht hat, Leute professionell auf den Sack zum Gehen und unser uniformierter Freund vorher schon recht lästig gewirkt hat, probieren wir mal was aus. Why, you nasty thing, you. I'll call the police, I will. Wir gingen also mit diesem traurigen Abklatsch von einem Clowner wegen einer Gassi, mit einiger Mühe, weil er sofort zu einem jeden Heal auf der Star Aluminium-CDs verkaufen. Why, you nasty thing, you. You white-faced geek! You wanna eat my fist? Well, I never. Leave me alone, you man. Hey, cut that out. I told you to stop that. Bei der polenten Okimmer werden wir in Sachen Nervpotenzial nicht enttäuscht. All right, mister. You want some of this? Während der Pantomime außerhalb vom Bildschirm vermutlich die ganze Ruhe und Besonnenheit vom Uniformierten auf einer Demo erlebt, kriegen wir mir mit, wo sich ein taufrischer Tatort befindet. Ambulance 911, have you located the crime scene? Did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South. Lakeside Drive north of Piedmont Pier, south of the Country Club. Interesting. Auf zum Gabriel Mobil! Hier wartet uns also der jüngste Schauplatz vor einem von den Voodoo-Morde. Nachdem die Herrschaften hier alles bis auf Gleichen zusammengerammt haben und Feierabend machen, erklärt uns der Mosley grob, was los ist, und wir lernen unser femme fatale kennen. It's another one, as you can see, same MO and no frickin' clues. We're still waiting on an ID for the body. That's disgusting. Isn't this a rather, public area for this kind of thing? Yeah, they're frickin' ghosts, these guys. Lakeshore Drive isn't exactly the 10 expressway, but it is open to the public. No reports and nothing. Now, who the hell is that? Good day, Miss Getty. What's going on, officer? Detective Mosley, ma'am. We've got a little problem here, but nothing for you to be concerned about, Miss Getty. I see. Thank you, Detective. And good day, gentlemen. Whoa, I'm in love. Forget it. That's Malia Getty. She's about as far out of your reach as the moon. Probably on her way to meet some guy with a yacht right now. Do you want to leave an officer here, sir? Nah, just leave the tape up for a few days. Yes, sir. If you'll excuse us, sir, we'll take him away. Stick around and take notes for the book if you want. Nach der Dazwischensequenz begeben wir uns auf die Pixelpirsch. Und ich darf sonst was geben für eine Highlight-Funktion, damit Gegenstände leichter findest oder dass du wenigstens sehen kannst, dass dein Mauszeiger über dem interaktiven Fade ist. Oder kannst du dir genauso gut wünschen, dass ein mingerer Autofahrer nicht bei jedem Scheißdreck auf seine Hupen drischt, als wär's eine Pinata. Zuerst fällt uns einmal das Gekrakel auf dem Boden auf. There seems to be a pattern to the lines in the sand.
Sagen tut's uns zwar gerade nix, aber es schaut ganz cool aus, also nehmen wir's mit. Gabriel can't take the lines with him that way. Ja, das war mein erster Impuls, lasst's mal Ruhe, ich denk doch nur noch bei dem Spiel. Aber wofür haben wir denn unser Notizbuch hier dabei? Let me try to get this down. Wenn wir unser Geschmier anschauen, wären wir auch nicht wirklich gescheiter. Um hier irgendwie weiterzukommen, inspizieren wir einfach mal alles. Und ich mein alles. Gabriel Knight ist ein Spiel, bei dem man aufgrund fehlender Highlighter-Funktion oder anderer Hilfestellung die meiste Zeit mit der Legend verbringen wird. Wenn wir uns die Landschaft so anschauen, sagt uns die Erzählerin, dass es am Ufer jede Menge Lärm gibt. The banks of Lake Pontchartrain are rich with clay deposits. Weil der Gabriel tatsächlich ein ganz schöner Lärmsierer ist, drucke ich zum Spaß den Befehl zum Aufklauen. Is that clay? Und was passiert? Er schiebt sich ein Handvoll Bats in seinen saudeiern Ledermantel, es war das Normalste von der Welt. Yuck. Wer kennt's nicht? Man geht spazieren, sieht einen nassen Träger am Boden und denkt sich, mei, das Lärmbatzerl ist ja noch Pfennig gut, das packt mir ein. Aber den Bildschirm da habe ich sowieso komplett gefressen. Ich versuche jetzt auch gar nicht lang so zum Tor, als wäre die auf das folgende selber gekommen. Das ist eiskalt von der Komplettlösung rausgelesen, weil mein Puls sonst mehr der BPM hingelegt hätte als eine Dragon Force Nummer. Wenn man auf alles klickt, was auch nur halbwegs auffällig ausschaut, findet man mit ein bisschen Glück die Stelle hier. The grass has a matted appearance there. Da werde ich auch noch mein Kiwi für Hass gestellt haben. Was wollt's denn jetzt? Ich kann's nicht benutzen, ich kann nichts hier aufheben, ich kann keinen Haufen einsetzen. Was soll ich machen mit einem blattdruckten Fetzen, Großmensch? Die Lösung sagt, genauer anschauen soll es. Und zwar mit unseren Lupen. Wir lassen also unsere Knie krachen und finden nix. It's very large grass. Weil wir einen halben Pixel zu weit rechts hingelegt haben und genau wegen so einem Schmarrn sterben Computerbildschirme. Wir korrigieren uns also um ein Mühe und kriegen eine andere Ansicht. There are marks in the grass, as though some heavy wire object had been set there. Something small and iridescent is barely visible among the indentations. It looks like a scale of some sort. Und der Lohn für unsere Mühen ist so eine Art Schuppen. Aber entweder hat der Gabriel von Haus aus Wurstfinger oder unsere Bratzen haben schon leimig von seiner Umeinanderbatzerei im Dreck. Einfach aufheben geht nicht. Was jetzt tatsächlich recht naheliegend ist, ist dafür die Pinzetten herzunehmen. Gabriel carefully uses the tweezers to take the small iridescent scale. I think it's a snake scale. Nachdem wir hier alles abgerast haben, habe ich mir gedacht, schauen wir doch einmal, ob wir in dem Bücher, in dem es ausschließlich um Schlangen geht, vielleicht eine Info über Schlangenschuppen finden. Snakes are legless. Na, natürlich nicht. War wahrscheinlich zu logisch gewesen. Mir kann man natürlich ja erst einmal in die Kundschaft! Hey kids! Bruno, how nice. Gee, a customer. Of yours? Hardly. How's the flower business? Well, better than the used book business, I see. Rare books. That explains why I so rarely see anyone in here. Are you going to sell me that wonderful painting of yours today? Are you ready to drop dead today? Well, really? Gib dein Geld lieber für ein paar gescheite Hosen aus, du menschliche Sollbruchstein, du. Dem Saubereißen werden wir unser Beutel verkaufen, freilich. Das hat unser Vater gemahlen. Wahrscheinlich nachdem er in einem Fassel Absinthbad und 2 Edgar im Poe gelesen hat, aber darum geht's nicht. Die Idee mit den Schlangenschuppen war jedenfalls für den Arsch, also schauen wir doch einmal nach, ob der Mosley mittlerweile wieder in seinem Büro ist. I'm here to see Detective Mosley. He's in his office. Go on back. Wir schauen uns um und sehen eigentlich nur 2 interessante Sachen. Ein Kopierer und ein Thermostat. Der, wir sind immerhin in der Polizeistation, hinter Gittern ist. Ja, bringt uns nix, also ab in Mosleys Büro. Und da sitzt er auch schon in seiner ganzen Pracht und schaut aus, als hätte er sich Georgies Ringjacken geklaut. Umschauen bringt uns hier überhaupt nichts, außer der Erwähnung von seiner Polizeimarken. Aber hey, besser so als zum Riskieren, dass uns wieder was durch Lappen geht. Und apropos Lappen, wir fragen Mosley über die Voodoo-Morde und die Details dazu aus. Do you know anything about the killers? At least 20 people attend the killings. We know this from the variety of footprints found at the scenes. The victim's heart is always ripped out of the chest and missing. We haven't located a single one of them. Also, the coroner says some of the victims had heart attacks before the incision. Literally scared to death. The knife wounds are consistent with a long, narrow, wavy-edged knife. Probably a ritualistic dagger. How many murders have there been so far? 7 murders have so far been linked to the Voodoo Murders case. Describe the crime scenes.
Now there's the corpse itself, minus the heart. Around where the body was killed, we find marks and flour and blood. Also blood and feathers of chickens. Also goat's blood. And plenty of the victim's own, of course. But the voodoo stuff found at the crime scenes is all faked. It doesn't have anything to do with the real stuff. I know. I asked some expert. Nicht so ergiebig, da ich sagen. Viele Fußspuren, 0 Verdächtige oder Zeugen, eine Sauerei aus Blut, Mehl und Händelfedern bei jedem Tatort und die Opfer feint Herzen. Das Voodoo ist angeblich aber alles nur zum Leiterschrecker. Damit haben wir jetzt nicht gescheiter als vorher. Aber was wir wissen ist, dass wir einen Mosley gern dratzen. Also schickt man einen Kaffee holen. It's your stomach. I'll get you some when we're done talking. That long? All right, I'll go now. Das war übrigens das Geräusch, das uns anzeigt, wenn wir irgendwas Wichtiges oder Gescheites gemacht haben. Könnt ihr das bitte im echten Leben auch haben? Ja, und nicht wundern, dass man das sonst nicht hört. Ich hab das bloß einmal rein da. Ich hab nämlich das ganze Spiel ohne Musik aufgezeichnet, weil es sonst unmöglich zum Editieren gewesen war und das Geräusch zählt anscheinend als Musik. Es war nämlich die ganze Zeit stumm geschalten. Wir kriegen hier übrigens auch noch die Option auf ein Fotoshooting. A cop author photo might be nice. You and me? Together? Dafür holt man Polizistin von ihrer eigentlichen Arbeit ab und rennt blöd daher. Klassiker. Franks, come here a minute, would you? And bring your camera. What did you need, Detective Mosley? We need a picture, please. And make it a good one, huh, sweetheart? Hold on a sec while I go check my hair. Gabriels Eitelkeit gibt uns außerdem die Möglichkeit, aus dem Zimmer zum Laufen und im Empfangsraum umeinander zum Stravanzen. Jetzt gerade bringt es uns zwar noch nichts, aber das kommt noch mal auf die Habenseiten. Wir fragen man Mosley außerdem nur noch den komischen Linien und Muster, die um die Leichen rumzeichnet worden sind, und kriegen seine Erlaubnis, unseren Ordner mit Tatortfotos anzuschauen, auf denen alle bisherigen Muster zum Sehen sind. Go talk to Officer Franks. Tell her I said you could see the file. Can you get a file for me? There it is. Wir dürfen mir die Unterlagen allerdings weder mit aus dem Zimmer nehmen noch kopieren. So, was du nicht sagst. Of course. I understand completely. Franks, come back in here with that camera. Hold on a sec while I go check my hair. Wir nutzen die unbeobachtete Zeit, um was weiß ich wie viele Straftaten auf einmal zu begehen, während der Gabriel sie benimmt, als war er auf dem Kinderspielplatz, dem man sich eigentlich auf 3 Kilometer nicht nähern darf. Mit höchst vertraulichen Unterlagen in unserem Taschall sagen wir Servus zu Mosley und hauen ab. Grace hat uns ja 2 Örtlichkeiten rausgesucht, an denen wir theoretisch Recherche für unser Bier hier über die Voodoo-Morde betreiben können. Als erstes fahren wir unser Aufbausmofa zum Museum für historisches Voodoo und beaugapfeln alles, was nur geht. Es hängt, steht und liegt einen ganzen Haufen Graffe in dem Land rum, aber nichts davon hat gerade irgendeinen Wert für uns. Wenn wir mit dem Voodoo-Stumpen interagieren, gibt es eine Szene, die als Lexikon-Eintrag für Fremdscham oder neudeutsch Cringe herhalten kann. An official Voodoo wish and stump. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. Ganz schön niveaulos, wenn's mich fragt. Nicht alles, was halbwegs nach Sex klingt, ist automatisch lustig. A very large, very formidable looking Ich hab nicht gelacht, ich hab einen Katar. Snake is secured in a plexiglass cage. Die gute Frau hinterm Tresen erzählt uns nur, dass wir morgen wiederkommen sollen und sonst gibt's hier nichts zum Tor. Außer natürlich komplett ungefragt an einem Schalter umeinander zum Schafteln, der die Lüftung zum Laufen und die Schlange im Käfig komplett zum Durchdrehen bringt. What does this switch do? Hey, turn that off. I mean it. Dr. John told me never turn on that fan. I can see why. Aktuell war's das also fürs Museum und wir fahren zum Dixieland Drugstore, der sich als so eine Art DM raussteht. Wobei DM hier eher für dunkle Magie zum Stehen scheint. Hi. Nach einer Begrüßung, die für jeden anderen eine klare Verabschiedung gewesen war, schauen wir uns um. Der Laden wirkt, als war er grammitvoll mit Faschingsvoodoo. Voodoo-Puppen mit Nadeln, Gri-Gri um Leid zum Verfluchen oder zum Schutz vor Flüche, Einmachglasel mit irgendwelchen zweifelhaften und abstoßenden Inhalte. Ja, ich lass mich lieber verfluchen, merci. Na, ich glaub, der Laden nimmt Voodoo ungefähr so ernst wie ich Leute, die Kiffen als gefährlichen Drogenkonsum bezeichnen, aber null Problem damit haben, auf dem Oktoberfest die Kotzwiesen zum Dünger. Von dem Werbeaufsteller erfahren wir, dass bei $50 Einkaufswert irgendein Klumpen umsonst dazu gibt. Die Frage ist jetzt eher, woher wir $50 zum Einkaufen herkriegen sollen, aber dazu kommen wir später. Wir sind jetzt wegen was ganz anderem da. Wir wollten nämlich... Sag mal, was machst du da? Ist das Will Ferrells Jongleursnummer ohne Bälle? Can someone please throw me a 5th ball? If you dare. Incoming! And rock!
Der wir also, wofür wir hergekommen sind, und fragen den Angestellten des Monats hier ein bisschen über Voodoo aus. Can you tell me what you know about voodoo? This is a novelty shop, monsieur. What do you know about the voodoo murders? Cabri Sancourt. What did you say? Nothing. Those killings have nothing to do with my shop, monsieur. What did you mean when you said Cabri Sancourt? I didn't say that. You did. I heard you say it. You heard wrong, monsieur. I said no such thing. Alles klar, das hier ist ein Scherzartikel und wir hören Sachen, die er gar nicht gesagt hat. Das nennt man Gaslighting, mein Freund. Wir gingen also mit dem Gefühl raus nach Strich und fahren verarscht worden zum sein. Eigentlich müsste es doch möglich sein, dass im französischsprachigen Teil von New Orleans irgendwer Cabri Sancourt übersetzen kann oder dass vielleicht sogar unsere eigenen Bücher was hergeben, aber Pfiffkas. Wir haben also im Laufe des Tages herausgefunden, dass unsere Familiengeschichte einen Haufen Fragen und Rätsel aufwirft, dann den Mordschauplatz von einem Serienkiller untersucht, anschließend waren wir in einem Voodoo-Museum und sind dann noch von einem Ladenbesitzer für blöd verkauft worden. Fragen über Fragen. Und alles, was Gabriel der Grace als Rechercheauftrag geben kann, ist... Could you see what you can find out about a woman named Malia Getty? Ich mein... Ich war ja auch nie ein Musterbeispiel in Sachen Zurückhaltung, aber selbst ich hätte in der Situation sehr viel mehr Fragen gehabt, als wo irgendein Weiberleut wohnt, die ich in einem Auto vorbeifahren hab's hängen. Naja, heute reißen wir jedenfalls nichts mehr. Wir gingen ins Bett und träumen wieder, als hätten wir direkt davor 4 Kilo Käse gefressen. Das ist übrigens nicht bloß so dahingesagt, tatsächlich wird stark vermutet, dass das Essverhalten direkt vorm Schlafvergehen für Albträume verantwortlich ist. Also bevor wir es auf sowas wie Mondphasen schirmen wir uns vielleicht einfach lieber weniger Chili Cheese Fries in die Fresse luken. Der zweite Tag fängt wieder richtig gut an. Wir kriegen ein Kompliment nach dem anderen von der Gracie, weil wir ausschauen wie ein beim Hurstengürtel. Don't you look swell today? Actually, swollen. Seriously, you look like hell. Your hair is sticking straight up like a... Oh, it always does that. Never mind. Ha, ha. Was wir außerdem kriegen, ist die Adresse von der Malia und die Info, dass die Gettys eine der Einfluss- und sonst auch reichsten Familien in New Orleans sind. And that address is... Hey! Far be it from me to postpone your total humiliation. It's 557 West England. Nachdem wir unseren Napf voller Nervositätssuppen eingeglittert haben, macht man uns nur über Zeitung her. Da steht nichts Spannendes drin, außer einem Artikel über Jackson Square. Früher beliebter Platz für Hinrichtungen, heute ein beliebter Platz für Musiker, Maler und andere Künstler. Und ja, das zeigt in dem Spiel schon als ein deutlicher Hinweis, dass man sich in der Gegend umschauen soll. Aber da wir mittlerweile ein ganz gutes Verständnis von Gabriels Prioritäten haben, spielen wir mal mit und fahren auf der Stelle zum Anwesen von Amalia, um mir unsere Aufwartung zu machen. Wir stehen vor Apps, die sich als ein normales Grünwalder Einfamilienhaus bezeichnen darf und klopfen wir unverschämterweise einfach an. May I help you? I'd like to see Malia Getty, please. I'm sorry, but unless you have an appointment or official business, I cannot announce you. Wie zu erwarten war, blitzt man eiskalt ab, solange wir ihrem Leibeigenen nicht beweisen können, dass wir in dienstlicher Sache unterwegs sind. Und dafür haben wir scheinbar nicht den richtigen Gegenstand dabei. Does this do anything for you? No, it does not, sir. Also, erst einmal zurück in den Start und vielleicht einfach mal beim Mosley vorbeischauen. Und was wir da sehen, lasst unser Point-and-Click-Herz gleich schneller schlagen. Jemand lasst den Werkzeugkasten unbeaufsichtigt stehen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ihr an all die potenziellen Schraubenzieher, Meterstäbe oder vielleicht sogar Teppichmesser denkt. Gabriel is no handyman. Ja, dann halt nicht. Aber wenigstens können wir am Mosley das Leben zur Hölle machen. Zumindest temperaturtechnisch. Wir drehen einen Thermostat schamlos auf Schicksalsberg und hocken uns scheinheilig zu unserem alten Freund ein. It's hot in here. Nachdem es am Mosley sauber zu heiß wird und er seine Jacken auszieht, kommt unsere Idee. Wenn wir uns jetzt seinen Polizistenfummel schnappern, dann wird man ja quasi Polizist, oder? Also zumindest für irgendeinen Hausknecht, der uns sonst nicht zu unserem aktuellen Lustobjekt reinlässt. Jeder sagen, das klingt nach einem Plan. Nebenbei können wir Mosley nur blöd anstehen lassen, weil sein Dienstmarken weg ist. 2 Klappen mit einem Stor, wie man in Australien sagt. I think I'll just borrow this badge. Hey, what are you doing with my coat? Oh jeder, dieser Musterbulle. Er erwischt uns quasi in flagranti mit seiner Jacken und dann merkt er nicht einmal, dass sein Abzeichen feit. Kein Wunder ist die Mordserie nicht geklärt, dem Kerl kannst du den Arsch unterm Sitzen klauen.
Damit haben wir aus der Freundschaft momentan alles herausgeholt, was geht, und gemäß dem alten Sprichwort Luder vor Bruder geht's sofort zurück zur Malia. May I help you? My name is Detective Mosley. I'm here on police business. Wieder bei der Malia angekommen, sagen wir im Untergebenen unser Marken und er lasst uns widerwillig rein. Gut, dass damals noch keine Ausweise oder Fotos oder sowas gegeben hat, das war blöd gewesen. Mind if I ask you a few questions, Miss Getty? I assume that's what you're here for, Detective. Im Gespräch mit der Malia wird relativ schnell klar, dass sie uns unsere Polizistenrolle nicht wirklich abkauft. Was drohen kann, dass sich der Gabriel ungefähr so professionell verhält wie der Bildreporter. What do you know about the Voodoo murders? The murders? Only what I read in the papers. And what do you read in the papers? I'm sure you know much more about it than I, Detective. What kind of things interest you? The management of our business affairs and properties leaves me with time for little else. Poor little rich girl? Believe it or not, Detective, wealth does have its price. Do you have any idea what Capri Saint-Gar means? No, I don't. What does it mean, Detective? That's confidential information, ma'am. Aber was mich komplett fertig macht, und ich versprich's, das ist das letzte Mal, dass ich mir über Gabriels grattlige Gamsigkeit lustig mache, ist die Tatsache, dass man nach all diesen Sprüchen hier... And your father? I never knew him. It's hard to believe that any man would leave a woman like you. Or like your mother must have been. Do you have a husband? A boyfriend? What about children? I'd like to hear just about anything. Immer nur die Option Flirt with her hat. Wenn das bisher nicht mehr seine Anmachversuche waren, dann lass mal hören, wie es klingt, wenn er sich anstrengt. Excuse me, but your eyes are really distracting. I don't think I've ever seen a color quite like that. Brownish gold. It's so deep and rich. Man, if I could bottle that, I'd make a fortune. Huh. Das war jetzt vielleicht ein wenig seltsam, aber ehrlich gesagt relativ lieb und bei weitem nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Lass mich schauen, ob er damit vielleicht sogar noch die Kurven kriegt. I think this has gone on long enough. You're not really a detective, are you? I saw you at the lake yesterday. I thought you must be with the police since you were there, but you don't act like a police officer. Besides, I'm rather certain that the other man said his name was Mosley. Okay, er nimmt die Kurven mit 250 bei Gewitter, aber vielleicht wird's ja noch. My name is Gabriel Knight. I'm a writer working with Detective Mosley on a book. Well, Mr. Knight, now that we've established who you are, perhaps you can tell me the real reason you're here. Okay, you're right. I really just wanted to see you again. Mr. Knight, you've lied about your identity and wasted my time with meaningless questions. If it weren't vaguely flattering, I'd really be angry. I think you should go, Mr. Knight. Malia, wait. If you just give me a chance. Ja, manche Leute setzen sich in den Nesseln und andere rollen sich nackert durch den ganzen Acker, gell? Also nüchtern betrachtet hat uns das jetzt rein gar nichts gebracht, außer dass wir uns bei der Malia unbeliebt gemacht haben. Ah, shit. Um auf andere Gedanken zu kommen, schauen wir mal ins Museum für Voodoo, was ja gestern geheißen hat, dass morgen, also heute, der Betreiber Dr. John da war. Welcome, my friend. Wenn die zwei nebeneinander stehen, wird relativ schnell klar, warum der Gabriel im ganzen Gespräch keinen einzigen bläden Spruch bringt. Der Typ schaut aus, als könnte er unseren Hals umdrehen, während er nebenbei zwei Pitbulls übers Knie legt. Im folgenden Dialog kriegen wir jetzt in erster Linie Informationen zum Thema Geschichte des Voodoo. Ich fasse das dann natürlich nur kurz zusammen. Aber wen die Thematik auch nur halbwegs interessiert, dem papp ich aber Links unter das Video, weil das ist echt ein saucooles Feld. Persönlich kann ich zwar mit Religion und Esoterik und Okkultismus alles gleichermaßen wegen anfangen, weil ich halt an nichts Übernatürliches glaube, aber die sozialen und psychologischen Aspekte von sowas sind eine ganz andere Kisten. Zum Beispiel, wie oft sie aus der Unterdrückung von Ureinwohnern auf der ganzen Welt religiöse Praktiken wie eben Voodoo oder sogar Kampfsportarten entwickelt haben, wie Capoeira. Als europäische Kolonialisten im 15. Jahrhundert Afrikaner nach Brasilien verschifft haben, damit sie eine Drecksarbeit machen, haben sie die Sklaven natürlich weder bewaffnen noch Kampftechniken trainieren dürfen. Also haben sie im Geheimen mit Capoeira eine Kampftechnik erfunden, die für ihren Unterdrücker wie der Tanz ausgeschaut hat. Und während sie die Plantagenbesitzer noch denkt haben, mei, Sieglinde, schau mal, wie lieb unsere Wilden da tanzen, haben ihnen die Opfer kleine Armeen aufgestellt, sich selber und anderen befreit, ihren ehemaligen Zwangsarbeitsgeber überfallen und Sklavenjäger aufgemischt. Natürlich sind sie dafür halt erst recht verfolgt und bekämpft worden und Capoeira sowie andere Praktiken, die Sklaven irgendeine Art von Identität oder Gemeinschaft ermöglicht hätten, waren in Brasilien bei Strafe verboten. Und was ist heute? Heute ist Capoeira der brasilianische Nationalsport und ein Riesenteil ihrer nationalen Identität. Und so eine ähnliche Geschichte war das auch mit dem Voodoo. In other words,
It is a religion born of the African slave trade. Was uns der Dr. John erzählt, läuft jetzt im Endeffekt auf Folgendes raus. Voodoo ist eine Mischreligion aus christlichen und afrikanischen Glaubensvorstellungen, die via Sklavenhandel in New Orleans gelandet ist. Da hat es dann in der ursprünglichen afrikanischen Gemeinschaft Fuß gefasst und eine Menge Priester und Priesterinnen hervorbracht. Die bekannteste darunter war Marie Laveau. Früher waren Schlangen ein extrem wichtiges Symbol für die Praktizierenden, die oft im Geheimen das echte Voodoo ausgeübt haben und nicht nur das offiziell erlaubte Bumble-Voodoo als Show für die Weißen. Heutzutage ist der Fokus aber mehr auf Hoodoo, quasi die praktische Seiten vom Voodoo. Da werden angeblich magische Sachen hergestellt, sogenannte Gris-Gris, Zauber oder Flüche verkauft, Zukunft vorhergesagt und ähnliches Zeug. Das hat zwar mit der Religion deutlich weniger zum Tor, ist aber für die Leute interessanter. Und das ist momentan alles, was uns der Dr. John, der Typ ist einfach so riesig, erzählen kann. Mit unserem Hirnkastel bis zum Rand befüllt, überlegen wir, wohin wir als nächstes gehen könnten. Wenn diese Marie Laveau so berühmt war, dann hat die doch garantiert irgendwo auf dem Friedhof einen VIP-Platz. Schauen wir doch mal vorbei. Vor Ort ratscht man dann erstmal mit dem Wurzelbär, der Bladel zusammenrechert und fragen wir, ob er vielleicht grüße Fix, ich glaube, ich hab's 4. Mitglied von Sisi Top gefunden. Was uns der Graubartbube so erzählt, kommen hier ein Haufen Touristen und Voodoo-Fans her, schauen sie bestimmt im Mausoleen an, zum Beispiel das von der Marie Laveau, schmieren die Wände voll und lassen Graffe da. Oder nehmen Graffe mit. Beides hängt mit Voodoo zusammen und basiert besonders viel vor St. John's Eve, zu Deutsch am Johannistag. Das ist ein Tag zu Ehren vom heiligen Hans, der angeblich an Jesus untertaucht hat oder so. Und was die Leute so da lassen, das ist nicht ganz normal. I seen bull hearts left on tombs and a nest of vulture feathers, plates of peas and corn green, animal parts, human parts even it looked like. Male parts, if you get my meaning. Unabhängig vom Tag und der Uhrzeit wissen die zwar ohnehin keinen guten Grund, warum man einen frischen Schnittschwengel auf ein Grab schmeißen soll, aber Magie war halt noch der nachvollziehbarste, glaube ich. Wir hören außerdem, dass der Dr. John so ziemlich jeden Tag auf dem Friedhof ist und dass das Grab von der schon erwähnten Marie Laveau besonders beliebt ist. Das ist das Mausoleum mit der erwähnt Grizzigrazzi, das wir uns jetzt mal genauer anschauen. Das erinnert dann irgendwie an Runen. Es war schon cool, wenn man das Zeug lesen kann, aber kein Mensch kann sich so viel Strichel auf einmal merken. Also, wofür haben wir unser Bier hier dabei? Zeichnet man einfach mal alles ab. I want a copy of these strange marks. Bei den Opfergaben liegt auch noch ein Stückchen Ziegelstein. Nehmen wir mit, damit sich der Lorm in unserer Tasche nicht so einsam fühlt. Weil uns als Spielfigur Respekt vor fremdem Eigentum nicht unbedingt der Begriff ist, versucht man mal Apps auf die Wände zum Schmieren. At the moment he is not sure what to say or how to say it. Es geht zwar nicht, aber wir kriegen den nützlichen Hinweis, dass das später vielleicht mal funktionieren kann. Wir laufen mal ein wenig durch die Gegend und finden ein Skaddy Familiengrab, das nicht nur hart übertrieben ausschaut, sondern scheinbar auch mit einem speziellen Schloss gesichert ist. Das merkt man uns natürlich. Da wir gerade nicht vorhaben, jemanden auszugraben, was nicht ist, kann ja noch werden, lasst man Friedhof mal Friedhof sein und fahren wir zu der Voodoo-Tante, an die uns der Dr. John verwiesen hat. Wir betreten ihr Hexenhäusl und ich hab auf der Stelle das Gefühl, die will mir Heilsteine und Globuli antragen. Ausschauen tut's wie eine Mischung aus Cyndi Lauper und Stevie Nicks, aber daran gibt's nix auszusetzen, im Gegenteil. Stevie Nicks hat übrigens in der Voodoo-Staffel von American Horror Story mitgespielt und wen die Materie von Gabriel Knight irgendwie interessiert, der soll jetzt sich die Staffel dringend anschauen. Stevie Nicks ist der Wahnsinn und die Serie hat... Egal, ich schweife ab. What do you know about the Voodoo murders? Natürlich fragen wir es erst einmal nach die Voodoo-Morde und sie sagt uns, dass das nichts mit ihrer Klientel zum Tor hat. Aber dass wir uns ja fernhalten sollen von der Thematik, weil... There is badness there. Very bad. Was du nicht sagst. Für dahin erfahren wir, wie wichtig St. John's Eve für die Voodoo-Szene ist und dass sie in ihrer Lehre zur Voodoo-Geschäftlerin früher im Bayou St. John und am Lake Pontchartrain anscheinend als Wahlfach Tiermasken aufsetzen und durchtragen gehabt hat. But in the old days, they had ceremonies out in the wild. And they wore animal masks and had a huge bonfire and dancing. Ha, du meinst, das war exotisch. Hast du schon mal Dorfjugend beim Maibaum-Aufstehen zugeschaut? Man merkte im Gespräch recht schnell, dass die gute Frau zumindest keine bösartige Scharlatanin ist, sondern tatsächlich an Magie glaubt und sich wirklich für Voodoo-Priesterin hält, die mit Geistern kommuniziert und sonst was. Das ist eine sehr geile Sache an der Geschichte von dem Spiel. Sie bewegt sich auf einer so schmalen Grenze zwischen kann Magie sein und kann real sein, dass man ständig das, was man weiß und sieht, in Frage stellt und versucht, den real und übernatürlich einzumordnen. Auf die Nachfrage, ob sie was über Schlangen weiß, erzählt sie uns von ihrem Haustier namens Grimwald und das wiederum ist nicht irgendein Harry Potter Charakter, sondern eine Schlange. Ja gut, es geht beides. Egal. Und da wir mir gern wissen würden, welche Schlange bei dem letzten Mord vor Ort war, hätten wir ganz gerne Schuppen von dem Viecherl. Den wir nicht kriegen, mit der genialen Begründung, dass man das für böse Zauber nutzen kann. You might do some gree-gree of your own, no? One must be very careful with such things. Hair clippings, nail parings and snake scale.
Alter, ich darf auf der Stelle einen Beauty-Salon in New Orleans eröffnen und dann meine Kundschaft mit ihren fettigen Fransen und abgefieselten Fingernägeln erpressen. Ausgesagt hätte ich. Jedenfalls gibt's uns also freiwillig keine Schuppen. Aber nachdem es schon damit angegeben hat, dass sie von der echten Voodoo-Königin gelernt hat, wie man mit einer Schlange umgeht, wollen wir natürlich sehen, was das heißt. How about showing me how you handle Grimwald? Really? You would like to see me dance, perhaps? No matter what you see, do not be frightened. Das hängt ganz davon ab, wo du die Schlange hinrührst, Fräulein. Sie zieht den armen Luch aus dem Käfig und beidelt ihn durch gegen, dass sie wahrscheinlich am Magen draht. Aber immerhin ist so in ihrem Element, dass wir uns die abgelegte Haut schnappen können, bevor sie es gespannt. Zu guter Letzt sagen wir ihr nur die komischen Symbole von Lavus Grab und siehe da, es ist ein geheimer Voodoo-Code. The Voodoo Code. It is very secret, yes? So geheim, dass die alte null Probleme damit hat, uns einzuweihen und uns zu übersetzen. Mei, soll mir recht sein. Was dabei rauskommt, ist ein bisschen Buchstabensuppen, aber gescheiter als davor sind wir alle mal. Then there's more nonsense. Well, that last bit might mean cash. Fresh cash? It doesn't make much sense. Danach macht man Abgang und weil es das mit den Tiermasken erwähnt hat, schauen wir doch gleich einmal in den Laden mit dem fetten Krokodilschädel im Schaufenster. Hello. Bonjour, Monsieur Walker. Oh, bienvenue, Madame Casanova. Comment ça va? How you be feeling today? Da schau her, der kann richtig freundlich sein. Zumindest zu irgendwelchen alten Schachteln, die er noch Strich und vorne ausnehmen kann. Ich frage mich immer wieder, was um so ein Glauben an eine Welt voller Magie eigentlich bringt. Im Endeffekt muss bloß vor noch mehr Scheiß Angst haben. Geister, Zombies, rachsüchtige Götter, Kobolde, schwarzmagische Talismane. Sonst soweit nicht schon schlecht genug. Ich mein, macht's was wollt's, aber ich brauche jetzt nicht nur extra Schaufel auf den Scheißhaufen, in dem wir stecken. Die gute Madame Casanou glaubt jedenfalls dran und dementsprechend kauft sie einen Haufen Graffe ein, das gegen die bösen Flüche für ihre Rentnerfreundinnen helfen soll. Sie kann nicht mehr schlafen, weil irgendwer irgendeinen Dreck bei ihrer Haustür versteckt hat. Sie hat Bauchweh, weil irgendjemand auf ihr Apothekenrundschau gesagt hat, die Möglichkeiten im Voodoo sind schier endlos. Und ziemlich kostspielig, weswegen sie vermutlich eine sehr gern gesehene Stammkundin im Laden ist. No, Mrs. Lefebvre put stomachache powder in my tea at the last meeting of the Creole Grand Dames. Oh, I've been in misery. You put 9 pinheads up in a little box, add a pinch of graveyard dust, and put it under her front porch step. That'll turn the trick back on Mrs. Lefebvre, and she'll be the one with the bellyache. I have the pins and the dust, right here if you want them. Au revoir, Monsieur Walker. Nachdem wir sie und ihre nervige Fußhupen von hinten sehen, versuchen wir unser Glück in Sachen Krokodilmasken. Do you know anything about animal masks? I used to sell a few as souvenirs. The only one left is Willie Jr. over there. The old crocodile. Would you be willing to let him go? Maybe. For $100. $100. Das war zu der Zeit nur ein Stanggeld und wenn der Gabriel Epps nicht hat, dann ist das ein Stanggeld. Aber vielleicht kriegen wir ja noch was über diese Madame Casanou raus. Die scheint sie ja mit Voodoo gut auszukennen. Casanou, you called her. I don't talk about my customers to men who come in off the street. Okay, das kann ich ihm nicht einmal übel nehmen, das ist eine ziemlich gute Einstellung. Hier kommen wir momentan nicht weiter, also schauen wir uns doch mal in Ruhe unser neues Schuppen an und geben der Grace ein bisschen was zum Tor. Gabriel magnifies the shed skin from Magentia, Moonbeam's snake. Die Schlangenschuppen passen nicht zusammen, Fehlanzeige. Aber wenn wir schon mal da sind, schafft man der Grace doch noch an, dass er sich über Madame Casanou schlau machen soll. I need you to look up a Madame Casanou. Madame Casanou? Is she related to the murders the same way your friend, Malia Getty, was? Grace, Casanou's at least 70. As if that makes a difference to you. Mei, du Beißzang, ha? Aber gut, wo's recht hat, hat's recht. So, jetzt ist die große Frage, wie es weitergeht. Das Spiel setzt ja wie gesagt voraus, dass man an jedem Tag quasi eine unsichtbare To-Do-Listen abarbeitet, bevor automatisch Nacht kommt.
Der einzige Hinweis auf das, was wir heute noch machen könnten, kommt aus der Zeitung heute Morgen und betrifft den Jackson Square. Also trampelt man mal ein bisschen einen städtischen Rasenblatt. Da gibt's tatsächlich ein paar neue Sachen. Einen steppenden Burm, der keinen Bock hat mit uns zum Reden. You dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any. Don't block the view, mister. Und einen Hotdog-Verkäufer, der keinen Bock hat mit uns zum Reden. Do you mind if I ask you a few questions? Yep, I mind, alright. So viel Höflichkeit inspiriert mich immer, aber bevor wir jetzt das Kind nehmen und damit auf den Verkäufer eindreschen, gehen wir einfach ein paar Meter weiter. Da sehen wir einen Künstler, der anscheinend die Kathedrale zeichnet und zur Abwechslung neben mit uns reden will. Could I ask you some questions? I'd rather not. I really get focused when I'm drawing. Okay, fine. Mensch, irgendwas gibt's hier doch zum Tor, das habe ich im Urin. Aber was? Das nächste Mal, wenn wir den Bildschirm betreten, kommt zum Glück Epsi ins Rollen. Hey, come back here. Hey! Und schon können wir uns in gewohnter Point-and-Click-Manier Synapsen verknoten. Wir kommen natürlich mit unseren fetten Armen nicht durch den Zaun. Gabriel can't reach the drawing from where he is. Was ist, wie meistens, eine gute Lösung? Richtig, Kinderarbeit. Der Kollege schurblautet sich scheinbar hauptsächlich deswegen ab, weil er Hunger hat und hofft, dass ihm der Hotdog-Hansel da ein Würstel in den Rachen schmeißt. Das klingt falsch. Das Spiel gibt dann manchmal extrem subtile Hinweise, was vor einem mähert. Hier zum Beispiel liest der Typ ein Bier her. The lucky dog vendor has his nose buried in a paperback novel. Wir haben einen Buchladen. Wir schleppen einen Gutschein für besagten Buchladen mit uns rum. Wenn wir dem Typen den Gutschein geben, kriegen wir einen Hotdog. You could take this gift certificate with you, if you'll give me a lucky dog. A lucky dog for a $20 gift certificate? Well, sure. Here you go. Folgerichtig wandert der Hotdog natürlich zum hungrigen Hugo und der frisst dann mit der ganzen Grazie einer ausgehungerten Sauherde. Thanks, mister. You got any special requests? Let me know. Jetzt, wo uns was schuldig ist, kann er sie für uns durch den Zaun quetschen und uns die Zeichnung besorgen, die wir wiederum an den Künstler zurückgeben, woraufhin der uns was schuldet. Jetzt müssen wir nur noch den Gedankengang hinkriegen, dass ein Künstler uns mit den Voodoo-Kritzeleien von den Tatorte helfen kann und BAM! Rätsel gelöst. Say, do you think there's anything you can do with these patterns? What do you need? Is there any way you can reconstruct the whole pattern from these partials? Wir geben ihm alle Beutel, die wir bisher gefunden haben, und er sagt, wir können uns seine Rekonstruktion morgen abholen. Und damit ist der Tag endlich rum. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Wir sparen uns jetzt einfach einmal den kompletten Albtraum nochmal an zum Schauen. Es ist jede Nacht dasselbe. I've got messages when you want them. Nach einer weiteren beschissenen Nacht kriegen wir in der Früh wenigstens Bescheid, dass Grace Epps über die Madame Casanur rausgefunden hat, nämlich dass es ungefähr halbes Dutzend davon gibt. Bevor wir uns jetzt aber durchs Telefonbücher wühlen, werden wir erst einmal der Grace erzählen, wie grandios unser Treffen mit der Malia gestern gelaufen ist. Natürlich ohne zu erwähnen, wie unglaublich lächerlich wir uns gemacht haben. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Malia Getty, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. Are the stars out tonight? Gracie sagt uns, dass sie ein wirklich schlechtes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit hat, aber natürlich interpretieren wir das als reine Neid und Eifersucht. I think you should be careful. Grace. I'm serious. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right. You should be jealous of Malia Getty, as should every woman on this planet. Bevor wir jetzt aber groß was machen können, müssen wir uns erst einmal mit dem Kollegen hier rumschlagen. Hey Kids! Ich hab hier mal kurz nachgeschaut, wie das Bier hier am Bruno beschreibt. Bruno war schwul, was okay war, aber er war außerdem ein absolutes Miststück und das war nicht okay. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren, das kann man so stehen lassen. Gabe, pet. I just popped in to see if you're desperate enough to sell me that painting. Also wenn man eine Sache am Gabriel nicht überschätzen kann, dann ist es seine finanzielle Unfähigkeit. Von daher... How much would you give me for it, Bruno? Gabriel, don't you dare sell your father's painting. Well, I could give you 100. Fine, it's yours. Gabriel! Here's the 100. Und schon besitzt man eine Barschaft von $100. Und dafür haben wir nur das Kunstwerk von unserem Vater an einen Typen verkaufen müssen, der großspuriger ist als der Katy Freeway.
Was man sie lernt, wenn man noch gute Beleidigungen sucht. Ihr glaubt es gar nicht. Gracie ist jetzt zwar pissig, aber ein Huni ist ein Huni. Und kennt ihr das, wenn jemand einfach kein Geld sein kann? Genau so einer ist unser Gabriel. I have $100. You still want to sell that crocodile mask? Kein Wunder, dass der Kerl nichts geschissen kriegt bei so einem Konsumverhalten. Ich kann von Glück reden, dass damals noch kein Amazon gegeben hat. Hey. Mit dem Schädel vor einem ausgewachsenen Krokodil und einem gratis Glücksspieleröl in der Manteltasche fahren wir nochmal zurück in die Buchhandlung, weil wir vor lauter Geld rausschmeißen vergessen haben, die Zeitung zum Lesen. Und das ist jetzt tatsächlich einer von den erwähnten Momente, wo man die Zeitung lesen muss, damit es überhaupt weitergeht. Wir erfahren nämlich, dass es an der Uni eine Vorlesung zum Thema afrikanische Religionen gibt und das schaltet uns die Uni überhaupt erst auf der Stadtkarten frei. Außerdem gibt es noch ein ziemlich düsteres Horoskop zum Lesen, was mir glücklicherweise völlig wurscht ist. Ich bin ein Fisch und Fisch halt nicht abergläubisch. Wenn wir Gracie nach Nachrichten fragen, hat die ebenfalls noch Neuigkeiten für uns. Wir dürfen einem Verhör beiwohnen, das mit einer aktuellen Mordserie zum Tor hat, weil wir mit dem Hauptkommissar ab und zu gesoffen haben und ihm versprochen haben, dass er im Bier hier vorkommt. Ja, doch, klingt realistisch. Und der Ritter Wolfgang aus Deutschland hat auch nochmal angerufen und anscheinend haben wir jetzt halt auch noch verwandt. Wobei, nach dem, was wir mit unserer Oma geredet haben, ist das gar nicht mehr so unrealistisch. Wir lassen uns von der Gracie seine Nummer geben und das ist jetzt der Punkt, an dem Gabriel Knight das erste Mal wirklich in Horror ausartet. Zumindest für Millennials und Generation Z, jetzt müssen wir nämlich telefonieren. Da es doch bloß 4 Casanu-Einträge gibt, findet man die richtige zum Glück relativ schnell. Hallo? Hello? I'm calling from the Dixieland drugstore. We have an order for you. Castro, be quiet. Who is this? Madame verhält sich allerdings äußerst misstrauisch. Wahrscheinlich hat sie schon mal ein Sparbier hier wegen einem Enkeltrick verloren oder so. Aber immerhin wissen wir jetzt halt, wie ihr kreislige Fußhupen heißt. Castro. Und wenn wir uns die Telefonbierchen-Seiten noch mehr anschauen, dann ist links unten in der Ecke die Adresse von der Tierklinik. Und hier merkt man, dass die Geschichte definitiv ins Magische abdriftet. Eine Arztpraxis, bei der wer ans Telefon geht? Komm schon, wen wollt ihr verarschen? Cajun Critters Animal Clinic, this is Melissa. Do you have a Madame Casanu as a client? Und so paranoid die Alte mit ihrer großen Ratz ist, so naiv ist das Dirndl in der Arztpraxis. Hervorragend für uns. Would you happen to have an address by any chance? Yes, but I'm not sure I should give it out. I'm worried about Castro. He's missed 3 dance lessons. Castro? Her little doggy? Oh, he's so sweet. Well, I guess if you know Castro, it's okay. Hätte sie mal eine Schulung zur Informationssicherheit am Arbeitsplatz gemacht, wisst ihr, dass man solche Infos einfach nicht rausgibt. Jetzt interessiert uns natürlich nur, warum uns irgendein angeblicher Verwandter aus Deutschland anruft, also nehmen wir uns mal kurz die Zeit. Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht? I'm looking for Wolfgang Ritter. Ja, einen Moment. Yeah, is this Gabriel on the phone? Why are you calling me Mr. Ritter? It is hard to explain on the phone. I have had senses, feelings about you. I had a sense that Heinz had a grandson, but until these dreams started, I did not know if I should contact you. You say you're related to my grandfather? Yes, Heinz was my brother. Come to Schloss Ritter in Rittersberg, West Germany. Look, I appreciate the family spirit and all, but frankly I don't know you from Adam, and I'm not going to fly off to Germany, even if I could afford it. Ja, merci. Meinst du bist auf Tinder oder was? Erzählt uns, dass er von uns träumt und Gefühle in Bezug auf uns hat und dann morgen wir fetzt mal mit der erstbesten Maschine nach Minga oder was? Guter Mo, wir haben ja gerade unser komplettes Geld für einen Krokodilschädel auf den Kopf gehauen. Der Gabriel kann sich nicht mehr ein paar Bierflieger leisten. Aber mir versprechen wir ihm, dass wir uns das Tagebuch hier durchlesen werden, das er uns schicken will, und legen auf. Und damit wird die lästige Telefoniererei erledigt, ausgezeichnet. Apropos gezeichnet. Er ist gezeichnet. Nein! Als nächstes holen wir uns das hoffentlich fertiggestellte Symbol für unseren Kunststudenten im Park ab. What? Oh, it's only you. Man, I have been jumpy all day. That pattern of yours really freaked me out for some reason. There's just something creepy. You finished it? Yeah, and you're welcome to it. Here. Anscheinend hat es noch beim Erstellen von dem Kunstwerk ganz schön gruselt. Aber mei, das glaube ich kennt ja jeder Künstler, der schon mal gezeichnet hat, da fangst du leider das nicht einmal anzogen sehen willst. Mit dem Gritzi-Gratzi im Gepäck gehen wir runden durch den Park und singen einen Wahrsagestand. Ich kann schon mal umsonst voraussagen, dass die an uns kein Geld verdienen wird. Madame Lorelei lounges at the booth, fondling her snake. Und gleich die nächste mit der Schlange. Ist das in New Orleans sowas wie bei uns ein Meerschweindel oder was? Jedenfalls, sobald wir auf sie zugehen, fangen sie an, für uns rumzumtanzen. Okay, wenn man sich Kundschaft einfangen, war's definitiv. Und ja, ich hab gesagt, ich lasse mich nicht mehr über Gabriels Naudigkeit aus und dadurch heute mehr. Stattdessen lasse ich einfach die ganze Szene hier für sich sprechen.
not a bad idea. Ooh, baby, I love the way you move. Madame Lorelei winks knowingly at Gabriel and twitches her hip. Yep, she wants me. Während man dann mit uns rumschirbt, verliert sie nicht nur einen sauberen Batzen Selbstachtung, sondern vor allem einen Schleier. Den nehmen wir natürlich auf der Stelle in Schleierhaft. Weil an dem Schleierhaft ein Schlangenschuppen, den wir unserer Sammlung einverleiben. Wir übergeben den Stofffetzen natürlich wieder seine Besitzerin, schließlich ist sie diejenige, die für den Schleier hafft. Zum Dank dafür will sie uns aus der Hand lesen, also spielen wir mal mit und schauen mal, was dieser menschliche Glückskeks so von sich gibt. Oh, good. I see a mysterious woman in your immediate future. She is a dangerous one. Dark and beautiful. Ah, I see the road of your life forking. And very soon... The blood drains from Madame Lorelei's face in an instant. Are you okay? They're all forces. Oh God, beware! Vermutlich klebt noch was der Teufel was an unsere Bratzen und sie hat Schiss, dass vom bloßen Oglanger schwanger worden ist oder so. Jedenfalls lasst uns und unsere schlechten Schwingungen eiskalt stehen. What is it about me lately? Ja mei, Nettoausbeute ein Schlangenschuppen und wenn wir die genau unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass nicht zu der auf dem Tatort passt. Und wo wir schon von Tatorten reden, schauen wir uns doch gleich mal das Verhör mit dem Mosley an. Nach einem verdienten Anschiss wegen dem gestohlenen Polizeiabzeichen hat er trotzdem keinerlei Problem damit, uns zuschauen zu lassen, wie er einen jungen Informanten zu einer andauernden Mordserie ausquetscht. Wobei Ausquetschen in dem Fall hauptsächlich daraus besteht, den deutschesten Zeigefinger aller Zeiten hin und her zum Wedeln, als hätte der Justin von den Nachbarn gerade einen Fußball über Tecken in seinen Garten geschossen. Alright, Crash. I want to hear about these murders. Alter, pass auf mit dem Drum, der kann der Clown sein. Crash ist jedenfalls die Ruhe selber, weiß von nix und ist absolut unverdächtig. Look, I can't say nothing. You gotta let me go, man. Oh, come on. Who's behind these murders, Crash? Why are the victims all members of the underworld? By now they know I'm here. I mean, it's different when I'm supposed to come here. Well, if I can send a message. Tell him I didn't say nothing. Christ, he's frickin' useless. Take him back to detain him, would you, Tony? Hervorragende Arbeit, Kommissar Mosley. Jetzt wisst man, dass Leute gibt, die hinter die Morde stecken. Magst dann Keks, du Lormsirrer, du Unfähiger! Es ist also wenig überraschend, dass die Aufklärung von dem Fall ungefähr so gut vorangeht wie der Falsche im Rollstuhl. Das haben wir ja selber noch besser hingekriegt. Nachdem wir hier absolut nichts gelernt haben, gehen wir uns als Ausgleich die komplette Bildungskanten und besuchen die Vorlesung zum Thema Voodoo an der Uni. It looks like the lecture is just starting. Gabriel decides to record the session. Ich habe euch diesen 6 Minuten langen Monolog jetzt mal aufs Nötigste zusammengekürzt, weil der Stoff ist zwar sau interessant, aber halt ungefähr so gut verdaubar wie ein Silmarillion, was im Endeffekt eine Mischung aus der Bibel und einem elvischen Telefonbier hier ist. In der Vorlesung werden einige Elemente aus dem Voodoo erklärt, die wir zum Teil schon gesehen haben oder nur sehen werden. Unter anderem nochmal die afrikanischen Ursprünge oder die sogenannten Loa, also grob gesagt die Götter, die im Voodoo angebetet werden. Der bösartigste und gefährlichste davon heißt Ogun Badagry und ist der Gott der Zerstörung. Außerdem wird über einige Elemente von Voodoo-Rituale gesprochen. Natürlich ist nicht alles davon fürs Spiel relevant, aber neben Ogun Badagry sind hier nur 2 Sachen, die man sich wirklich merken sollte. Wer gut aufpasst hat und das hier nicht bloß im Hintergrund laufen lässt, während der Fax aus Darmstadt empfängt, der erinnert sich vielleicht an die Code-Übersetzung von der Magenta Moonbeam. Da ist nämlich ebenfalls ein Fouetkash erwähnt worden, also eine rituelle Peitsche. Und das zweite ist die Beschreibung von einem Seke Madule, einem rituellen Sarg in Kindergröße, der uns im Voodoo-Museum schon begegnet ist und dessen Name und Schreibweise später nur sehr bedeutsam werden. Und ungefähr an der Stelle ereilt an Gabriel das Schicksal aller Studenten. She butterflies. They won't fly through. Fireflies. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er sein nächstes Bier hier zu genau dem Thema schreiben will, um das hier gerade geht, und dass er so über den Mordermittlungen drinnen steckt, wo vielleicht jetzt Breckerl Wissen über Voodoo weiterhelfen kann. Aber passt schon, macht Augen zu. Hide, Gabriel, hide! No, no, let me out, help! Young man, the lecture is over. Oh my God, sorry. Es gibt nichts Geileres, als in der Vorlesung weg zum Ratzen und dann am Prof zu bitten, dir den ganzen Scheißdreck nochmal in seiner Sprechstunde zu erklären. Also auf geht's! What can you tell me about voodoo?
Da wir das Glück der Dummen auf unserer Seite haben, schmeißt uns nicht auf der Stelle hochkant raus, sondern erklären uns tatsächlich ein paar Sachen, zum Beispiel was Cabri Sans Corps bedeutet. Das ist nämlich nicht, wonach es klingt, wobei das schon ziemlich cool war. Schmeckt wahrscheinlich nach Achseln im Moschpit oder so. It's French, and literally translates as goat without horns. As in a female goat? No, as in a human sacrifice. Das Thema ist natürlich ein sehr morbides und bringt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich. Dementsprechend wird das Ganze ja präsentiert, als uns der Hartridge ein haitianisches Ritual übersetzt. If a cock is demanded, we will give it. Entschuldigung. Kurz gesagt, wenn die Loa, also die Voodoo-Götter, während eines Rituals sagen, dass Tieropfer nicht langen, sondern dass ein Mensch drauf glauben muss, dann scheißen sie alle Teilnehmenden ein, weil entweder sie bringen wen um oder die Götter schnappen sie einen von ihnen. Clearly, they are afraid that something of the sort will be ordered, or that the Loa will simply take it for themselves. Dann sagen wir ihm als ausgewiesenen Fachmann natürlich noch unsere Zeichnung, also das Muster, von dem der Maler im Park so Gänsehaut gekriegt hat. Und es stellt sich heraus, das ist ein sogenanntes Veve. Interesting. Very interesting. You know, this is a fascinating Veve. Ein Veve ist im Voodoo die symbolische Abbildung eines Loa, der in einem Ritual angerufen werden soll. Und nachdem wir dem Professor erklären, dass das Geschmier mit den Voodoo-Morde zusammenhängt, erzählt er uns, dass Polizei und Zeitung komplett auf dem Holzweg sind. Das Voodoo ist nämlich keine Einschüchterungstaktik oder Ablenkung, sondern so authentisch, wie es irgendwie wird. No, you're kidding. Really? Then the Voodoo is authentic. The newspapers are wrong. Boy, are they wrong. You think this Veve is authentic, then? Authentic? Mr. Knight, that's like asking if the Mona Lisa is a painting. Ja, wenn er sich so gut auskennt mit dem ganzen Scheiß, dann holt mir ihm doch gleich noch das eine Foto von dem Mordopfer ins Gesicht. Mal schauen, ob ihm dazu etwas einfällt. This is serious voodoo and ritual. In what way? Reminds me of certain black voodoo and practices. Laut dem Professor Hartridge sind die Morde also ein Ritual aus dem schwarzmagischen Voodoo-Bereich. Er verspricht uns, dass er sich bezüglich der Veve symbolisch lau macht, was genau das alles bedeutet, und sobald er mehr herausgefunden hat, rührt er sich wieder bei uns. I'll give you a call when I have more information. Und wo wir schon gerade mehr über Voodoo in Erfahrung bringen, schauen wir doch bei der frisch herausgefundenen Adresse von dem Madame Casanou vorbei. Yes? Who is it? Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you... I am a good Catholic young man. Die gute Frau hat allerdings was von einem pharadaischen Käfig. Weil sie uns abblitzen lässt. Haha, Physikwitz. Während der Stelle stecken bleibt wie ein Fettskind in den Rutschen, braucht sie allerdings keine Vorwürfe machen. Das ist ein echt mistiges Rätsel. Kurz gesagt, wir müssen uns als Pfaffer kleiden, damit es uns reinlässt. Dazu schleichen wir erst einmal in der Kirche umeinander und klauen uns Robe und Kragen von Gottes Bodenpersonal. I can't resist black. Völlig normaler Lösungsansatz. Wollen wir vielleicht gleich noch ins Weihwasserbecken brunzen, ist ja eh schon alles wurscht. Mit dieser charakterlich unpassendsten Verkleidung aller Zeiten geht's zurück zur Casanou, wo wir zwar Überblende nach schwarz kriegen, wenn sich der Gabriel umzieht, aber in der Spielerealität steht der Typ halt trotzdem mitten vor der Haustür an der Straße und zieht sich um und die Vorstellung finde ich super. Jetzt bringen wir noch schnell unsere Haare mit ein bisschen Gel aus dem Bad in Ordnung und klopfen gleich nochmal bei der Casanou an. The things I do for my art. Yes? Who is it? It's Father McLaughlin to see you. You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Und so, liebe Kinder, kann man eure Leute problemlos ausrauben. Mit unserem besten irischen Akzent singen wir der Alten jetzt ein paar Informationen aus ihrem zupuderten Zinken. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Da wir wissen, was Cabri Sans Corps wirklich heißt, haben wir unseren Fuß in der Tür und können uns fragen, was sie über Menschenopfer in New Orleans weiß. It means goat without horns. Oh, Father, you surprise me. You do know what it means. You know what they mean by goat without horns, don't you? A human being. Es gibt ihrer Meinung nach also Menschenopfer in New Orleans. Das hat ihr Uroma schon mitgekriegt. Und Marie Laveau war nur eine Ablenkung, um die wahre Voodoo-Königin zu verschleiern. Die angeblich die schönste Frau überhaupt war mit kupferfarbener Haut. So. Who were the real voodoo queens? Well, my great-grandmother told me that Laveau was just a front, a flamboyant decoy. She distracted authorities from the real voodoo queen of New Orleans.
It's been the same one for almost 200 years. She's head of a secret voodoo on 4. That's what they call their temples, you know. Is there anything else you remember about the real voodoo queen? Well, my great-grandmother said that the real voodoo queen was the most beautiful woman on earth. She had the most incredible copper-colored skin. Außerdem erzählt sie uns von einem streng geheimen Hanfur, also einem Untergrund-Voodoo-Zirkel, den es hier in New Orleans gibt. Woher es das weiß? Wegen die Trommeln, die überall sind. Vor jedem Laden, an jeder Ecke, sie haben überall Augen und Ohren. Und die Trommeln sind auch das, was sie so krank macht. Alles klar. That's why I am so ill. I tell you, those drums. But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there. I can tell you. Jetzt, wo es uns vertrauen kann, sagt uns außerdem nur etwas, was ihre Uroma gehört hat. Ein Schlangenarmband, mit dem man bei den richtigen Voodoo-Zeremonien reingekommen ist. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. Das Teil ist quasi ein Festival-Bundle mit integriertem Backstage-Pass, aber ihre ist nicht wohl mit dem Ding im Haus und deswegen gibt es uns mit der Bitte, es doch zu segnen. Bless this bracelet of a snake, even though its vibes aren't great. Und während Madame nur zum heiligen St. Jesus Bett oder so, macht bei mir schon einen Abdruck von dem Armbandel mit Hilfe von unserem Lombatzal. Gabriel has a thought about the clay. Bless, oh bless this circlet of silver. Take the curse, oh take it, Wilbur. A lovely blessing, mon père. Yes, I think it made a lasting impression. Here you go. Und schon geht's der Madame Casanou besser. Wahrlich, Gott wirkt noch durch seine geringsten Diener. Well, Madame, I must be gone. Nachdem wir aus der Madame alles rausgekriegt haben, was geht, schleichen wir uns. Und apropos eure Schachteln, schauen wir doch mal bei der Oma vorbei und fragen was nach diesem Wolfgang Ritter. Do you know anyone named Wolfgang Ritter? As I said, your granddad's surname was originally Ritter. I never learned much about his family, but from things he said, I always thought he had a brother back in Germany. I don't know if Wolfgang Ritter is related to your granddad or not. Wow, ein sprudelnder Quell der Informationen. Wisst's, wer immer etwas weiß? Der Wirt. Die obligatorische Kneipen-Idee in keinem Point-and-Click-Adventure fein darf, heißt hier Napoleon House und da quetscht man gleich mal unseren alten Kumpel Wirti McWirtsgesicht über seine Kundschaft aus. Could I ask you a few questions? Sure. I'm not too busy at the moment. What can you tell me about your regulars in here? See those old guys at the chess table? That's Sam and Marcus. They played every day for 20 years. Sam, the one with the purple jacket, he's lost every one of those games. Die zwei alten Typen da spielen also seit 20 Jahren Schach und der im lila Jackerl hat noch nicht einmal gewonnen, obwohl er eigentlich narrisch gut ist. Bloß bei seinem Gegner hier verliert er die Nerven. Sam, wie er heißt, glaubt außerdem an Voodoo, seit er vor Ewigkeiten mal einen Liebeszauber wirken hat lassen. Er hat was bei seiner Angebeteten unter der Tür vergraben, sie am nächsten Tag zu einer Verabredung eingeladen und sie hat nicht nur angenommen, sondern es sei Frau wohnen. Kurz gesagt, er hat zwingend Selbstbewusstsein und braucht irgendein Placebo, damit er es wiederfindet. Reden kann man leider kaum mit denen zwei, weil sie so beschäftigt sind, aber wir erfahren, dass der Sam früher als Juwelier gearbeitet hat. Und das ist eine Gesprächszeile, die man ziemlich leicht verpassen kann, aber der einzige Tipp im ganzen Spiel für ein bestimmtes Rätsel. Mit all den Informationen schauen wir mal, ob wir zur Abwechslung mal jemand das Tag besser machen können. Wir drucken am Sam das Glücksspieleröl aufs Augen, das wir zum Krokodackelkopf dazugekriegt haben, überzeugen ihm, dass sein Gegner sowas ebenfalls benutzt und schauen wir mal, was passiert. This is a powerful voodoo oil. Ah, go on. Really? Don't you ever wonder why Marcus wins every time? Let me see that bottle. Oh, this looks authentic. Oh, it is. If I could really beat that bastard. Stonewall, give me a Pim's cup, would you? Coming up, Sam. How much you think I'd have put in here? Careful, you don't want to overdo it. Too much luck can be dangerous. Ha! There's no such thing as too much. Now stand back. Come on already, I'm ready to chat me. We'll see about that, Mr. Schmuddy Big Mouth. Checkmate! Checkmate, you bastard!
Okay, einer gefreut sich, dafür führt sich der andere auf, als hätte ihm wer ins Müsli geschissen. Unterm Strich kommt unser Karma bei der Aktion wahrscheinlich auf 0 raus. Und eine gratis Mantelpolitur kriegen wir auch noch. Geil! Außerdem haben wir einen Gefallen beim Sam gut, was nie verkehrt ist. Und da er ja mal Juwelier war, kann er vielleicht was mit unserer Hand voll Drego fangen. Could you do anything with this? What is this? A clay mold? Well, I am a jeweler, you know. I'll have the bracelet tomorrow. Meet me here. Ja, wunderbar, damit ist unser VIP-Festival-Bundle für die nächste Party gesichert. Das Symbol von dem Armreif nennt man übrigens Ouroboros und es steht für Ewigkeit, Wiedergeburt, Kreisläufe und so weiter. Taucht zum Beispiel bei Michael Endes unendliche Geschichte in Form von dem Amulett Auren auf. So, ein bisschen Allgemeinbildung am Rande. So, jetzt gehen wir noch schnell auf den Friedhof. Nicht, weil es irgendwie logisch war, sondern weil es eine Spur erwartet. Und dort trifft man zufällig auf Malia. Mr. Knight, what are you doing here? My family's tomb is here. Mine too. Well, Mr. Knight, if there's nothing else. Don't go. Ja, genau, so hinterlässt man hervorragenden zweiten Eindruck. I need to talk to you. Whatever for. I can't stop thinking about you. I've been in your thoughts too. I can see it in your eyes. Mr. Knight, you don't know anything about me. I'm not in a position to get involved. I've said that a million times myself, but this is different. I think we both know we can't fight it. This isn't a musical, Mr. Knight. We live in different worlds. Why don't you come see my world? I have a little bookshop, St. George's on Bourbon. I know. See? I knew it. You're crazy about me too. Das ist eigentlich so eine Situation, für die Pfefferspray erfunden wurde. Sie werden nie checken, wie manche Leute sowas romantisch finden können. I'm sorry, but there's no place for someone like you in my life. Not now, not ever. Damn it. Gabriel denkt nur kurz drüber nach, was er anders machen hätte können. Vielleicht hätte er einfach noch fester zudrücken müssen, wie so eine Rentnerin im Edeka, die jeden Drecksapfel einzeln abtasten muss. Und wir fragen uns, was überhaupt los ist zwischen den zwei. Ich meine, klar mache ich mir jetzt darüber lustig, wie grob der Depp mit der guten Frau umgeht, aber natürlich hat Malia auch gewisse Gefühle für ihn. Sie hat sich halt ein bisschen besser im Griff und versucht es zum Überspulen. Es gibt eine Erklärung, die im Rahmen von der Geschichte absolut Sinn ergibt, aber leider erst später. Momentan müssen wir die Spannung zwischen denen zwei einfach so hinnehmen, auch wenn es mir ein bisschen an Elaine und Guybrush erinnert und eigentlich jeder romantischen Grundlage entbehrt. Und mit diesem letzten Treffen haben wir die To-Do-Listen für heute abgehakt. Wir fahren mal heim und gerade als wir uns auf einen neuen Albtraum einstellen, kommt stattdessen ein Traum um die Ecke. Malia will zu Gabriel. Excuse me, I'm going inside. Oh, excuse me, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer, I'm here to see the owner. Gracie allerdings hat einen kleinen Anfall von Stutenbissigkeit. Ich meine, fairerweise will sie Gabriel tatsächlich beschützen, weil es bei der Malia, wie gesagt, ein ganz schlechtes Gefühl hat. Aber Gabriels Wünschelruten schlagt sogar durch eine geschlossene Tür aus, von daher hat Gracie keine Chance. Gracie, say goodnight. You came. I didn't think you would. I didn't think I would either. Es war so viel lustiger gewesen, wenn diese Szene nach dem Sex gekommen war, aber man kann nicht alles haben. Oh, I could show you around a little. It's not much, but... Please, don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, I know. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. Diesmal gibt's keinen Albtraum für Gabriel, vermutlich weil die zwei halbe die Nacht in einer Hochzeit zusammengesteckt haben. Das heißt, wir erleben zum ersten Mal im Spiel einen ausgeschlafenen Gabriel. Kann man sich direkt freuen für ihn. Wer sich allerdings überhaupt nicht gefreut, ist Grace. Die ist sichtlich grantig und würdigt uns nicht mehr eine Beleidigung. You're not speaking to me this morning? Don't be silly. I just have nothing to say. Have it your way. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite, sofern hier irgendwer einen Spaß hat. Da hat's mich bei meinem ersten Mal durchspielen wirklich gruselt. Da steht der Bäder, als hätte er so einen Breier, dass er unterm Fenstern vergessen hat, dass er Fenstern wollte. Have you noticed this guy outside the shop? Yeah, he gives me the creeps. I wish he'd go away. Sagt nix, tut nix, schaut bloß blöd. Und mit dem ganzen Voodoo-Zeug hat mich das so krass an Zombies erinnert, dass ich einen veritablen Erpelpacker gekriegt hab. Zombies haben ja ihren Ursprung tatsächlich im haitianischen Voodoo und sind gewissermaßen real, aber natürlich nicht übernatürlich. Man streitet nur drüber, ob es psychisch Kranke oder Vergiftete sind, aber das Ganze beruht auf Menschen, die in eine Art Scheintod versetzt und beerdigt worden sein sollen.
In Frieden geruht werden natürlich nicht, sondern es erfüllt sich der Traum eines jeden überzeugten Kapitalisten. Man buddelt die armen Heimtaucher wieder aus und setzt auf Felder oder für andere körperliche Arbeiten ein. Dabei spielt vor allem Angst eine Rolle, natürlich basierend auf Glaube und Gesellschaft. Das Ganze hat viel mit der haitianischen Geschichte zum Tor, wo Sklaverei ja leider ein gewaltiges Thema war, und der Zombie ist die personifizierte Angst vor dem perfekten Sklaven, ein Körper ohne Seele. Ich batsche euch unten ein paar Links mit Belegen und Erklärungsansätzen zur Zombifizierung rein, die auf Haiti sogar gesetzlich verankert unter Strafe gestellt ist. Die Filmausschnitte sind übrigens aus The Serpent on the Rainbow, eine große Empfehlung meinerseits zum Thema Voodoo. Beschäftigt sich mit dem Erklärungsansatz der Vergiftung, den Wade Davis auf seiner Forschungsreise glaubte gefunden zu haben. Ist zwar heutzutage stark debattiert, aber das macht den Film nicht weniger geil. Mit dem Kollegen hier können wir jedenfalls nichts machen. Nach dem Motto nicht ärgern, nur wundern, schauen wir erstmal in Zeitung. Und ärgern uns! I don't believe this. They've closed the case. What case? The Voodoo Murders case. Die Voodoo-Morde werden anscheinend nicht weiter verfolgt, weil es angeblich bloß so eine Art lokaler Bandenkrieg war und der ist scheinbar vorbei. Kein Wort über die authentischen Voodoo-Rituale, keine Verfolgung der Mörder, Klappe zu, Affe tot, als war das Jens Spahns Maskenaffäre. Da reden wir nachher nochmal mit Mosley, was der Scheißtrick soll. Aber erst einmal macht sich der Gabriel an das, was er momentan als Arbeit ansieht. Wir schaffen mit der Gracie auch, dass er sich über unser Wewe informiert. Ich weiß nicht warum, schließlich haben wir schon absoluten Fachmut drauf angesetzt, aber meinetwegen lasst der Azubine auch noch rumsuchen. I have a pattern I need you to research. It's a reconstruction of the tracings they found around the murder victims. You shouldn't carry this kind of thing around. Who knows what these symbols mean? Well, wear your evil banishing gloves if you want, but check it out for me, would you? Danach holen wir uns unseren nachgemachten Armreif vom Sam ab. Der meint, dass irgendwie fast nicht funktioniert hätte mit dem Herstellen, aber hey, wir haben uns ja drum, das ist Hauptsache. This piece was a real toughie. For some reason, the metal just wasn't setting. I must be out of practice. Well, it looks good to me. Thanks, Sam. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was uns das konkret bringt. Und wenn wir hier so aus dem Fenster schauen, denken wir dran, dass uns Madame Casanou etwas über Trommeln in der Nacht erzählt hat. Mit dem Trommler hier können wir nicht interagieren, aber eventuell mit dem im Park. Und wer läuft da durch die Gegend und schleicht sie, sobald er uns sieht? It's Crash, the guy from Mosley's office. Da er von uns davonläuft, sobald wir uns nähern, schauen wir ihm doch lieber von der Weiden zu, was er so treibt. Oberhalb vom Park gibt es nämlich einen Aussichtspunkt mit ein paar Fernglasel und durch eins davon können wir einen Crash beobachten. That's Crash. What the hell is he up to with that drummer? Da schau her, was haben denn die miteinander zum Schaffen? Fragen wir einen Crash doch gleich mal. Er hat den Park in Richtung Kirche verlassen, also fangen wir da ab. Wobei wir da gar nicht viel abfangen brauchen, der Kerl flackt da wieder Schluck Milch in der Kurven und geht nirgends mehr hin. I need to talk to you. Ask you some questions. You don't know nothing about nothing, man. Erst will er gar nicht mit uns reden, weil wir seiner Meinung nach sowieso von nichts eine Ahnung haben. Also zeigen wir ihm unser VIP-Bundle und schon glaubt er uns, dass wir ein bisschen mehr da wissen als die meisten. Do you recognize this? Where'd you get that? Why? Do you know something about it? Know something about it? Look at this. Er sagt uns, dass er dieselbe Schlange auf der Brust tätowiert hat. Es ist anscheinend das Symbol von diesem Voodoo-Kult und damit sind wir auf einmal beste Kumpels oder so, jedenfalls redet er jetzt endlich Klartext. Herrschaftszeiten. Wenn Robert Smith und Michael Jackson im Endstadium ein Kind gekriegt hätten und das war 3 mit zusammengefahren worden, hätte es vermutlich genauso ausgeschaut. Mal schauen, was uns so vorhosten kann. I saw you talking to that drummer. What did you tell him? You saw me with the drummer? Nobody's supposed to see. Shit! I blew it again. Das hier ist übrigens eine sehr authentische Darstellung von Männergrippe. Leider braucht er für jede Antwort eine gefühlte Ewigkeit, deswegen fasse ich das jetzt mal kurz zusammen. Eins kann ich schon mal vorwegschicken, die Madame Casanou mit ihren ganzen Verschwörungstheorien, die hat leider recht gehabt. Der Voodoo-Kult hat in der gesamten Stadt sogenannte Radartrommler stationiert, die alles beobachten und über einen Trommelcode mit den anderen kommunizieren. Die anderen haben in dem Fall eine Art Voodoo-Mafia-Kartell, die überall ihre Finger drin haben und einen geheimen Tempel, diesen schon erwähnten Hanfur, irgendwo im Untergrund vom französischen Viertel haben. Sie stecken hinter die ganzen Morde. Der Crash hat sich anscheinend einmal am Lake Pontchartrain draußen gesehen, vermutlich bei dem letzten Ritualmord, aber das weiß man nicht gewiss, und er erinnert sich daran, wie ihre Augen ausgeschaut haben, was scheinbar nicht seine schönste Erinnerung ist. Oh, the eyes. The eyes of the snake. Damballa. Oh.
Der Tod war vielleicht ein Breckerl ernstzunehmender, wenn nicht das erste, was wir nach der Löffelabgabe machen, das hier war. Gabriel, bitte reiß dich doch einfach mal zusammen, ha? Aber mei, wenn er schon vorher mit seinem Tattoo angegeben hat, dann zeichnen wir es uns lieber mal ab. Weißt ja nie, ob das nicht noch gelegen kommt. Und nachdem wir das letzte Mal, als wir in der Kirche waren, was mitgenommen haben, lassen wir diesmal was da. Fürs Karma, verstehst? Jetzt fahren wir noch zu Mosley und fragen ihn wegen... It's getting late. Ah ja, anscheinend war das schon wieder Tag Arbeit in Gabriels Welt. Hello? It's me. Wir verbringen die Nacht bei Amalia und werden deswegen wohl wieder von unseren dämmerischen Träumen und Visionen verschont. Can I? Yes. Come. Am nächsten Tag erwartet uns nicht nur das tägliche Gedichtsbreckerl, sondern die Gracie hat sehr interessante Neuigkeiten für uns. Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. I checked the microfiche at the public library. Es schaut aus, als hätte es hier in New Orleans vor knapp 200 Jahren schon mal einen Mord mit einem ganz ähnlichen Webemuster am Tatort gegeben, wie dem das wir jetzt gefunden haben. Aber jetzt passiert erstmals Übernatürlichste im ganzen Spiel, nämlich ein schnell zugestelltes Backerl. But you got another package this morning, FedEx, from Germany. Well, it kinda came open, but I salvaged the contents. There was a letter from your great-uncle Wolfgang in a journal. The package just came open, huh? Der neugierige Matz hat es natürlich gleich aufgerissen und sagt uns immerhin, was drin war. Das Tagebücher von unserem Großonkel, auf das wir gewartet haben. Aber bevor wir es lesen können, schäben wir das Telefon. St. George's Books. Der Mo hört sich wie eine von den Werbungen, die noch 12 Jahre auf Vox gelaufen sind. Wahnsinn. Wahrscheinlich hat er gemeint, Malia ist dran. Stattdessen... Oh, Professor Hartridge, I'm glad you called. Der Prof hat so einiges ausgegraben in seinen Nachforschungen und ballert uns mit irgendwelchen Begriffen zu, als hätten wir eine Ahnung davon. The Aigri, Ogun Badagri, huh? Gambala, the snake, the 1791 slave revolt in Santo Domingo. Relax, Professor, I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Alles klar, den besuchen wir dann gleich, nachdem wir das Tagebücher gelesen haben, nicht, dass er uns reißt. I wish you'd tell me what's going on. I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm perfectly safe. Es ist so geil, wie der Gabriel der Grace erzählt, dass keiner weiß, was er tut und dass er in Sicherheit ist, während der Spanner selbst 5 Meter weit weg steht und glotzt. Das Tagebücher erzählt eine interessante Geschichte. Ich habe mich dabei am Buch zum Spiel orientiert, weil das einfach alles noch ein bisschen genauer ausführt. Einer von Gabriels Vorfahren, nämlich ein Hexenjäger namens Günther, Das ist richtig. Günther. hat 1693 in einer Kolonie eine Mordserie aufklären sollen. Die Morde waren im selben Stil gehalten wie die Voodoo-Mordserie in der Gegenwart. Günther hat anscheinend ähnlich gejagt wie der Gabriel, weil die Hex ist statt auf dem Scheiterhaufen erst einmal in sein Bett gelandet. Er hat sich damals während der Ermittlungen nämlich in eine Sklavin namens Tetelo verliebt, mit ihr Techtelmechtel angefangen und sie, nachdem sie sich als die Mörderin rausgestellt hat, als Grillanzünder zweckentfremdet. Bei ihrer Hinrichtung hat er dann spontan nur seinen magischen Familientalisman benutzt, um sie zu retten und dadurch die komplette Kolonie umgebracht. And that, kids, is how I met your mother. Als nächstes machen wir uns auf zum Professor Hartridge, der es ja sehr eilig gehabt hat, uns seine Erkenntnisse mitzuteilen. Hey, Hartridge, what's the good word? Ah! Oh God, not again. Eher Professor Heart Attack, ha? Den können wir jetzt so komischerweise nicht aufmachen oder ausziehen, also schnappen wir uns seine Notizen, die warten sowieso für uns gewinnen. Das Geschmier sagt uns ungefähr überhaupt nichts, aber zum Glück wissen wir wen, der sich mit den Ursprüngen von Voodoo ebenfalls auskennt und sogar noch am Leben sein darf. Unser Dr. John vom örtlichen Voodoo-Museum. Total lieb übrigens von Gabriel, dass er hier Bescheid sagt, dass er Leichen umeinander liegt und in der Kirche war es ihm einfach scheißegal. Und noch schöner, dass sie ihn einfach gehen lassen, obwohl er genauso gut der Mörder sein kann. Aber uns soll es recht sein. Why is it so dark in here? Dr. John? Hello? Uh-oh. Ich habe ja leider meinen Joke Me Daddy Scherz schon in meinem Darkfall-Video verbrannt, sonst hätte der hier passt für Schlangen um den Hals, schätze ich mal. Das hier ist übrigens eine der Stellen im Spiel, wo man tatsächlich verrecken kann. Wenn einem nicht wieder einfällt, dass Würgeschlangen nach Vibration jagen und dass der Schalter dann der Wind einen Ventilator aktiviert, dann ist ja ganz schnell der letzte Schnaufer da. You bastard! Good day, Mr. Knight. That thing just tried to kill me. He did? I am sorry. The museum is closed today, you see, and we were not expecting visitors. But if you will excuse me, Mr. Knight, I must go look for him. He is incredibly valuable. You don't need to ask twice. I'm out of here. By the way, you might want to lock your door next time you're closed. Not a bad idea.
Goodbye, Mr. Knight. Ich glaube, ich habe noch nie zwei Leute so gemütlich mit so einer Situation umgesehen. Da wo ich herkomme, rufen sie Bullerei an, wenn Kinder am Kinderspielplatz laut spielen. Ich wünschte, das war der Witz. Das Ganze kommt uns jedenfalls schon ein bisschen spanisch vor. Ein bisschen für Zufälle. Ein bisschen für NATO-Erfahrung durch freischleichende Schlangen, wo der Besitzer gleich um die Ecken gewartet hat. What happened to you? Auf den Schreck geht's erst einmal zurück in die Buchhandlung, wo wir uns von der Grace im Gesicht umeinander greien lassen, weil anscheinend irgendwas drin hängt. Und das bringt uns eine neue Schlangenschuppenei, die widerlicherweise erst beim Aschenbecher landet, wo wir es mit der Pinzetten wieder rausgruschen dürfen. Looks like the python left me a souvenir. Die vergleicht man natürlich gleich wieder mit der vom Mordort und wer hätt's gedacht, das drum passt wieder Arsch aufs Augen. Dr. John und sein Riesenschlang, ja, ich weiß schon wie das klingt, sind damit ganz oben auf der Liste unserer Verdächtigen und wenn wir schon bei Verdächtige sind, wir wollten ja eigentlich gestern schon zur Polizei und fragen, was der Scheiß mit diesem angeblich abgeschlossenen Mordfall soll. Erstmal erzählen wir Mosley, dass Crash und Hartridge nicht mehr so ganz unter die Lebenden weilen, was den aber herzlich wenig interessiert. Auch irgendwelche Verbindungen zu den Voodoo-Morde schmettert der Mosley komplett ab mit dem Verweis, dass es keine Verbindung zwischen den Morde und unseren 2 Leichen gibt. But I'm the link to the Voodoo Murders case, don't you see? Look, if I were you, I wouldn't repeat that to anyone. As it is, maybe you should start keeping your mouth shut. Not involve other people with this shit. Ja, das war zur Überlegung wert, würde ich sagen. Ändert aber nichts daran, dass der Fall so ungelöst ist wie meine Nackenmuskulatur nach Wacken. How can I convince you to reopen the case? Prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Mir soll man jetzt also Beweise liefern, dass es einen Voodoo-Kult in New Orleans gibt, dass er eine Gefahr ist und eine Spur zu seinen Chefs. Er soll mir da vielleicht noch die Falten aus dem Sack bügeln, wenn wir schon dabei sind, ha? Einen Beweis können wir ihm sofort auf den Tisch klatschen, nämlich unsere 2 Schlangenschuppen. I have these 2 snake scales. One's from the crime scene at Lake Pontchartrain. The other's from a snake in the Voodoo Museum on Ursulines and Charters. Na also, sogar der Mosley muss einsehen, dass das eine Spur ist, die sowohl das Museum als auch sein Besitzer ganz schön verdächtig macht. Aber seiner Meinung nach kann ja alles Mögliche dahinter stecken. These guys may just be faking it too. Zum Glück haben wir aber nur ein paar Trümmer dabei, die einigermaßen aussagekräftig sind. Zum einen den Zeitungsartikel über die früheren Morde. That murder is an exact match of the Voodoo murders, right down to the marks around the bodies. 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Sure. If there is a voodoo cult, they're a threat. So, jetzt müssen wir ihm nur noch klar machen, dass es den Voodoo-Kult nach wie vor gibt. Und dazu zeigen wir ihm nur das rekonstruierte Wewe und natürlich Professor Hartridges Einschätzung, dass das absolut übles, authentisches Voodoo ist. Well, that's pretty good work, Knight. But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. Take a look at these notes. They're from Professor Hartridge at Tulane University. Yeah? And what about them? They confirm that the pattern from the murders is of African origin. Really? It's incredible, isn't it? Something like that showing up here? It's been here for quite some time, so it seems. Okay, you've convinced me. The murders were done by a legitimate voodoo cult. I'll reopen the case. I hate to admit it, but you've done some pretty good detective work here, Knight. 2 kleine Schuppen und 3 Bladel Papier später haben wir A, die komplette Polizeiarbeit von ein paar Wochen im Scheißhäusl abgespült und B, einen Haufen ins Klo der Gerechtigkeit gelegt und das ist die dümmste Metapher, die jemals geschrieben. Der Mosley eröffnet den Fall jedenfalls wieder und lasst uns einfach stehen. Hätten wir vielleicht noch irgendwen informieren sollen, dass diese mafiösen Radartrommler da über alles Bescheid wissen und für eine Mörderorganisation ein Netz über die ganze Stadt gespannt haben? Ja, was soll schon schief gehen? Wenn wir jetzt noch ein bisschen umeinander laufen, können wir 3 Sachen entdecken. Zum einen gibt es im Park einen neuen Stand, wo vorher die Hotdogs waren. Der Typ verkauft Beignets. Im Endeffekt französische Donuts, wo sie das Loch vergessen haben. Gut zu wissen, falls wir irgendwann nochmal Polizisten ablenken müssen. Und hey, Madame Lorelei ist wieder da. Mal schauen, ob sie wieder eingekriegt hat. It appears that Madame Lorelei has returned. You're back. You know, you really freaked me out running off like that. You? Anybody home? Stay away from Malia Getty, or you shall pay with your life. What the hell is going on? Na, sie hat sich nicht wieder eingekriegt. Auf dem Friedhof gibt es außerdem eine neue Nachricht an der Wand. Wir schreiben die Symbole natürlich ebenfalls ab und vergleichen die neue Nachricht mit der alten, um es zu übersetzen. Dadurch haben wir jetzt für alle Symbole außer 3 die entsprechenden Buchstaben. Aber man kann relativ schnell rauslesen, dass das heißen soll DJ keep eyes on GK but do not harm. Da das relativ offensichtlich Initialen sind, kann man sich jetzt mittlerweile zusammenreimen, dass DJ wohl der Dr. John sein muss und GK für Gabriel Knight steht dürfte.
Die Aufforderung, uns nicht zum Verletzen, kommt ein bisschen spät. Aber immerhin. Zu guter Letzt fahren wir heim und geben der Gracie nur den Auftrag, ein Bierchen zum Thema Radartrommeln zu sorgen. Dann ist der Tag zu Ende. Malia erreicht man leider nicht. Das heißt, uns erwartet wieder eher albtraumlastige Nacht. Dang! Der 6. Morgen bringt uns das übliche Gedicht und eine Sonderlieferung von HelloFresh, wo sie es mit der Frische eindeutig übertrieben haben. Ja, ich sollte über sowas nicht lachen, aber ich weiß bis heute nicht, ob das Geräusch von der Grace oder von dem Händel gekommen ist. What is it? What's wrong? Gabriel? I see it, Grace. Hold on. Dort Gracie wackelt wie so ein Hula-Dirndl fürs Auto beruhigen wir's, schickt mir's Kaffee holen und rammer's Protein auf Zeiten. We got that book you ordered in this morning. The one on Rotodrums. Und kaum ist halbwegs sauber und wir könnten zur Tagesordnung übergehen, schmeißt gleich der nächste Penner sein Müll in unseren Laden. Gabriel! Grutze, fix hat uns GZ gefunden. Na, so schlimm ist dann doch nicht. Gabriel opens the envelope and finds a note from Mosley and a small brass key. Gabe, I have to go underground with this thing. It runs wide and deep throughout the department and the city board. I'm already being watched. It was suggested I take vacation time, so I am, at least as far as they know. Try to keep out of this. It's too hot for a rookie. Just in case, I'm sending you my office key. You might find some useful things there. Ich empfange hier aber widersprüchliche Signale. Wo soll man unser künftiges Handeln jetzt einordnen zwischen bitte halt dich fern von der Sache, das ist gefährlich und ich werde schon beobachtet und da ist mein Büroschlüssel, du was du magst. Das meine ich rhetorisch, mir wäre mir definitiv sein Büro durchgeruschen, es hätte ein Osternestel drin versteckt, aber ein bisschen deppert ist trotzdem. Und generell finde ich, geht der Gabriel mit dem ganzen Salat schon interessant um. Ich meine, ein Mörderkult hat jetzt schon 2 Leute quasi vor seiner Nase umgebracht. Ja. Er hat eine Schlange auf den Hals gehetzt. Er hat klar gemacht, dass wissen, wo sein Bett schlaft. Und sein Kumpel von der Polizei sagt ihm, dass der Kult die ganze Stadt im Griff hat. Aber Gabriel stopselt weiterhin in seinem Ledermantel der Unverwundbarkeit umeinander, als kann die ganze Geschichte nur noch mehr der Wurst sein, wenn sie in einem Tierdarm abgefüllt war. Aber mei, so ist er halt der Gabriel. Erst einmal entspannt Zeitung lesen. Der uns verrät, dass heute St. Johanni ist und wo normale leider entnadelte Kiefer mit Bier übergießen und dann die Nabelschnüre der erstgeborenen Töchter drohnageln daten, damit nächsten Monat der Warzen besser wächst, ist von einem mörderischen Voodoo-Kult in so einer Nacht eine ganz andere Größenordnung zu erwarten. Was meinst du mit, das hast du doch ausdenkt? Na, das ist bei uns im Land halt Tradition. Na, das heißt Johanni-Schirm und hängt mit dem Reinheitsgebot zusammen. Wie macht man das seit 423? Dann googelt's halt, wenn's mir's nicht glaubst. Wahnsinn mit den Stotterer. Gabriel macht sich jedenfalls Gedanken, wie und wo sie das Voodoo-Kartell heute auf Nacht treffen kann. They'll be out tonight, for sure. But where? Was auf jeden Fall nicht schauen kann, ist, dass wir schon mal Masken haben, von der ich immer noch nicht weiß, wie er diesen Oschi transportiert. Außerdem haben wir nicht bloß selbst für unser eher unmagische Legend, sondern auch das geheime Erkennungszeichen von Crash. Das sagen wir der Grace und fragen sie, ob uns diese kreislige Ed Hardy-Schlange auf Brust malen kann. Erst will es natürlich nicht, weil es nicht mehr hat, dass wir uns mit der Malia treffen. Aber nach ein bisschen Manipulation unsererseits, von wegen sie war halt eifersüchtig etc., ist so genervt, dass sie es einfach macht, damit wir die Fotzen halten. Hold still. Maybe you'd like to tie me up? One more remark and I'm leaving. Okay. Ich frage mich zwar, wofür es das Tattoo braucht, weil wieso ziehen wir nicht einfach das Armmantel an, das wir schon haben? Aber ist ja wurscht. Wir haben jedenfalls soweit bestens vorbereitet. Außer dass wir halt keine Ahnung haben, wo die Party ist und wie wir hinkommen sollen. Also sollte man vielleicht das erste Mal rauskriegen, wo der ganze Zinnober steigen soll. Und es ist einigermaßen naheliegend, dass wir uns mit unserem neuen Bierheb neben einem Trommler hockern und dem sein Gebummer entziffern. Gabriel listens carefully to the drums and opens his radar book to translate. Das geht sogar relativ einfach. Wir müssen nur die tatsächlichen Codes rauslesen und anklicken, wenn es zwischen den Füllgeräusche auftauchen und schon können wir uns Party heute auf Nacht im Sumpf in den Kalender schreiben. Die Hauptfrage ist, wie wir den genauen Ort finden. Wenn wir nämlich jetzt zum Sumpf ausfahren, können wir stundenlang im Kreis laufen und das bringt uns nichts außer 2.500 Stanzenstich. Und was jetzt kommt, ist ein landläufig bekanntes Beispiel für fragwürdiges Rätseldesign. Um den Gedankengang dahinter halbwegs nachvollziehbar machen zu können, fahren wir jetzt erst einmal zur Wache und schauen mal, was der Mosley so für uns im Büro lassen hat. You got no business back there now. Move along. Ah ja, das erinnert mich an den alten Filmeklassiker Ein Scheißtrick gibt's von 1950 doch. Mit dem Kostschang, was bleibst in der Hauptrolle? Von außen kommen wir nicht in Mosleys Büro rein, also müssen wir unsere Freund und Hindernis irgendwie auf Zeiten kriegen. Und womit kann man Bullerei ablenken, wenn man nicht gerade ein Pantomime in der Hand hat? Richtig, indem wir ihn umbringen und sei... Na, warte, das war's nicht.
Wir erinnern uns an den Typen im Park, der Beignets verkauft, diese Donuts mit ohne Loch in der Mitte. Mit ein bisschen Ratschen lasst sich der Verkäufer vom wildfremden auf, der nicht einmal was kaufen möchte, hat souverän mit seinem Stand wieder an eine ganz bestimmte Straßenkreuzung zurückzugehen. Used to be at Royal and Conti. Die uns absolut nichts sagt und wir den auch. Kommt im ganzen Spiel sonst nicht vor der Name. Außer man schaut sich auf der Schnellreisekarten jede Straße so und stellt dann fest, dass diese Kreuzung direkt bei der Polizei ist. I definitely think you should go back to Royal and Conti. Exactly. You're right. I'm going back over there today. Und wenn wir das nächste Mal zur Wache kommen, packt er seinen Dogschubkorn genau davor. Eventuell hat er den Radarraum zusammengefahren, aber ich glaube, da drückt die Polizei mal Augen zu. Kurz darauf stehen uns alle draußen und wir können unbehelligt Mosleys Büro aufsparen und drin umeinander gruschen. There's a tracking device in the drawer. This tracker might come in handy. Nettogewinn 2 Peilsender. Und danach gehen wir einfach raus und keiner hält uns auf oder irgendwas. Im Birche hingegen ist die Szene richtig schön gruselig, weil Gabriel durch den Einwegspiegel sieht, wie alle Beamten sie plötzlich wie Zombies zu ihm umdrehen und in seine Richtung kommen, woraufhin er aus dem Fenster springt. Aber mei, die Peilsender bringen uns jedenfalls auf die Idee, dass wir damit eventuell wem zur Voodoo-Party heute auf Nacht fallen könnten. Die Frage ist bloß wem und worum machen wir es fest? Die Antwort darauf ist: Ich hoffe, ihr habt aufpasst wie die Schießhund und euch an jeden Schmarrn gemerkt und seid fähig, das auch noch zusammenzubasteln. Heute auf Nacht ist St. John's Eve, wichtige Nacht im Voodoo. Es werden im Geheimen Rituale veranstaltet und wir wollen bei einem dabei sein. Für Rituale wird laut der Uni-Vorlesung oft ein Seke Madole benutzt. Das ist der Sarg im Kindergräß. So einer steht im Museum und da können wir tatsächlich einen Peilsender einschmeißen. Gabriel slips the signal device into the Seke Module. Außerdem wisst man, dass der Dr. John involviert sein muss, schließlich kommt nur er als DJ in Frage. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass die Schuhschachtel dort zum Ritual mitgebracht wird und da kommt jetzt unser Graffiti ins Spiel. I think I'll leave a message of my own. Indem wir zwischen beide übersetzten Nachrichten hin und her schalten, schreiben wir unsere eigene Botschaft auf die Wind. DJ bring Seke Madule. Damit soll garantiert sein, dass der Dr. John unseren Peilsender zur Party bringt und wir den genauen Standort finden. Pleased with his message, Gabriel tosses the brick down. Ach so, da bist du verloren drauf gekommen. Alles klar. Erzähl mir gern mehr davon, deine Geschichten aus dem Paulanergarten. Im Sumpf orientieren wir uns mit Hilfe vom Ortungsapparatus und haben wir Glück. Der Kindersarg hat's bis hierher geschafft. All right. There's a blip. They must be here with the Seke Madule. Dadurch finden wir die Festwiesen ohne Probleme. Damit sie uns nicht sofort erkennen, setzen wir natürlich unsere beste Masken auf. When in Rome. Here goes nothing. Und hier erwartet uns jetzt ein authentisches Voodoo-Ritual, das... blutige Sauköpfe kann noch auf YouTube keine entblößten Gaudi-Nockeln hochladen. Lasst mir das nur schnell verpixeln. Okay, das war knapp. So, jetzt müssen wir nur noch 2 Fragen vom Türsteher richtig beantworten. Und wenn wir hier falsch wählen, dreht uns der Dr. John ein Hals um, es warten wir uns für seine Händel. Aber da wir darauf aufpasst haben, ist das kein Problem. Who is the destroyer of men? Ogun Badagri. You are correct, Brother Crocodile. Die Party geht von 0 auf 100 in einer halben Sekunde und wir lernen uns zurück und genießen wir diese überhaupt nicht verwirrende Zwischensequenz. Wer hat nochmal gesungen, ich wollte, ich wäre ein Huhn, weil irgendwie finde ich das Händel-Dasein in der Welt überhaupt nicht erstrebenswert. Gabriel! Tefalo, come take a ride. Malia? I know you now. I can smell his blood in your veins. No. You cannot change your destiny, or ours. No. I will find you.
I will destroy! No! Where is your necklace now, witch hunter? Where are your pretty chairs? Gabriel! Gabriel, wake up! Nachdem alles drunter und drüber gegangen ist, wacht man am nächsten Tag mit einem Mordsschädel auf unserem Hals auf und da können wir noch von Glück reden. War ja zu schön gewesen, wenn wir einfach mit ein paar nackere Leute gemütlich tanzen hätten können. Stattdessen stellt sich heraus, dass der Geist von der Hex, die unser Vorfahr Günther damals budert hat, in Malia eingestiegen ist und uns bezüglich unserer Kopf-Hals-Situation gerne nochmal sprechen hat. Malia? She's the head priestess of the Voodoo Cartel. They're responsible for the murders. They've been doing it for years. You're wrong. Malia wouldn't hurt me. What about Tetelo? Tetelo will be after you now. You have to call your great-uncle in Germany. Uncle Wolfgang? Yes. He knows more about this than we do. Okay, I'll call him. But Malia isn't responsible for those things, Grace. It's that spirit, that Loa. It's Tetelo. Gracie, die uns gefolgt ist und uns damit den Arsch gerettet hat, erklärt dem Gabriel alles in Kurzform und rät ihm, dass er sich besser ganz schnell von seinem Onkel ein bisschen was in Sachen Familiengeschichte erzählen lässt, wenn er überleben will. Ja, doch, klingt vernünftig. Wir belästigen unseren Onkel also fernmündlicherweise und erzählen, was letzte Nacht so los war. Er ist der Meinung, es war höchste Zeit, was zum Unternehmen und dabei geht es in erster Linie um Tetelo und unseren Familientalisman. Tetelo ist seit ihrem Tod damals nämlich die Haupt-Loa vom Geddy-Stamm und übernimmt in Ritualen die Körper ihrer weiblichen Nachkommen. In unserem Fall heißt es leider den von Malia. Außerdem ist bei ihr die Überreste unser Familientalisman, der tatsächlich magische Kräfte haben soll und ihr dadurch wohl noch mehr der Macht verleiht. Und was von Tetelo übrig geblieben ist, das flaggt entweder in New Orleans oder in Afrika. Wir können Wolfgang zum Glück noch mit den Informationen von Professor Hartridge weiterhelfen und ihm dadurch darauf bringen, dass der Ursprung von Tetelos Stamm da ist, wo heute Benin liegt. Und während er in Sachen Benin in seiner Bibliothek umeinander forscht, sucht man mir nach Tetelos sterblichem Norgal hier in New Orleans. Normalerweise findet man da die Leute auf dem Friedhof. Wobei, wir haben ja auch schon Glück mit der Kirche und Unis gehabt, aber ja, normalerweise auf dem Friedhof. Da wir das Geddy-Mausoleum im Visier haben und uns da ziemlich sicher dunkel sein wird, packen wir uns besser in unsere Taschenlampen ein. Auf dem Friedhof angekommen, gehen wir zu dem Gartenhäusl, in dem Malias Vorfahren eingelagert sind. Und jemand hat die Abdeckung aufgelassen. Nix steht mehr zwischen uns und diesem saftigen roten Knopf. Oder der wird gleich so hart druckt, dass seine Kinder noch unseren Fingerabdruck drauf haben werden. You will hear the faint sound of breaking glass. Damn. You'd think there'd be a light. Gut, dass wir unser Funzel dabei haben. Die Steuerung hier ist übrigens total seltsam. Der Lichtkegel folgt nämlich nicht dem Mauszeiger, sondern man klickt auf ein Stei und dann bewegt sich das Licht langsam dahin. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Eine Schublade sticht raus und darin finden wir Mosley! Shit, I dropped my flashlight. Huh? Ouch, my head. What the hell was that? Nach einer Hochgeschwindigkeitsnackenschein, die uns normalerweise Gehirnhauterschütterung einbringen hätte dürfen, haben wir zwar Schädelweh, aber dafür auch Mosleys Geldbeutel. Und darum finden wir wieder drin seine Kreditkarten. Ach mei, der Mosley, der ist ein echter Freund in der Not, nur dass er selten was davon mitkriegt. Aber da er relativ tot ausgeschaut hat, wird es ihm wahrscheinlich nicht weiter, wenn wir uns einen Flug mit seiner Karten kaufen, den wir in einem Mausoleum gefunden haben. Man kann also sagen, wir fliegen mal mit der Grufthansa. Zurück in der Buchhandlung richtet uns Gracie aus, dass der Wolfgang nochmal angerufen hat. Er hat gefunden, was er gesucht hat, tut jetzt seine Pflicht und Schlossritter kehrt uns. Also lesen wir ein letztes Mal unser Horoskop, das wie immer abnormal spezifisch ist. Wise is the warrior who knows when to fight and when to get the hell out of Dodge. Und an Kreditkartenbetrug und Schrägstrich oder Identitätsdiebstahl später fetzt man noch Minger. See the World Travel Agency. How may I help you? How much for a trip to Rittersburg, Germany? The best price I can see for the flight is $1,400. Charge it to my Americans Repressed. Yes, sir. And your name was? Mosley. Give me a ticket for an aeroplane.
Kurz darauf kommen wir auf Schloss Ritter an, wo eine Blondine im Dienstkleidel Kartoffeln scheit. Die Szene ist so bohrisch, dass es nur noch besser werden kann, wenn neben ein Schäferhund einen Leberkass jonglieren hat. Wolfgang? Uns empfängt eine einigermaßen aufgeregte Haushälterin, die uns sagt, dass der Wolfgang nimmer da ist, was unsere Reise hierher gefühlt überflüssig macht. Naja, wenigstens war es nicht unser Geld. Aber hätten wir sie eigentlich Dinger können, oder? Ich meine, Grace hat uns ja sogar ausgerichtet, dass der Wolfgang gesagt hat, er muss jetzt seiner Pflicht nachgehen und das Schloss gehört uns. Die gute Frau stellt sie uns jedenfalls vor und ich bin so glücklich, endlich mal eine Monty Python Referenz bringen zum Kinder. Thank you, Miss, You may call me Gerda. Deeply lyrical and yet tender and frightened like a tiny white rabbit. It's Deirdre. Wir fragen Gerda ein bisschen aus und da schau her, sie ist anscheinend das Gespusi von unserem feinen Herrn Onkel. Unsere Tante ehrenhalber erzählt uns, dass sie keine Ahnung hat, wo der Wolfi hier ist oder ob er überhaupt zurückkommt oder nur lebt. Es hat sich anscheinend eher so okay, als hätte er sich auf seinen letzten Weg gemacht. Also eine gute Nachricht nach der anderen hier. I'm afraid Wolfgang knew he would never return. Im Nebenzimmer finden wir Kabinen mit ein paar Wandteppiche, können aber nichts damit anfangen. Im Wolfi seinem Schlafzimmer, das jetzt unseres ist, gibt's eine genauso imposante wie eine zugesperrte Tür mit einem Gedicht drüber. Zumindest wenn man exakt auf den 3 Pixel breiten Rahmen klickt. The portal says, nur der Reinste darf passieren. Diesen Herz ist rein wie Glas. Diesen Seele rein wie Führer. Schreitet Hörner durch Portal. Und natürlich schnappen uns mal wieder alles, was wir so mitnehmen können. Gabriel takes the scissors. This scroll looks interesting. Gerda kann uns das Gedicht sogar übersetzen und weiht uns gleich noch in die Bedeutung von den Wandteppiche ein. The hangings? They describe the Schattenjäger initiation ceremony. But what does the ceremony do? I do not know, Herr Knight. The only people present are the old Schattenjäger and the new. Ja, Scheißdreck. Wir haben ja keinen Schattenjäger da, also müssen wir uns wahrscheinlich selber einweihen, damit wir die Bibliothek betreten können. Ja, schlimmer als die Aufnahmerituale beim Bund wird's schon nicht sein. Die Wandteppiche sagen uns also, wie wir Schattenjäger werden. Bratzen waschen, Haarschneiden, irgendwie Meereswasser auf den Altar schütten, uns an unsere Emo-Phase erinnern, Scheitelknirren, als wäre der Krampus mit im Zimmer und irgendetwas mit einer Schrift rein. Beim Händwaschen fängt's schon an, weil es anscheinend in der ganzen Hütte kein Wasser gibt. Also taucht man seine Bratzen in den Schnee vom Fenster ein und hofft man, dass er nicht gelb war. Haarschneiden ist ebenfalls relativ einfach, wir nehmen nur ein bisschen was vom Pony weg und alles klar, ziehen wir nach Berlin, da fällt's nicht auf. Die Schriftrollen ist wahrscheinlich die wir uns sowieso schon gereiht haben und einen heiligen Nachttopf haben wir ebenfalls im Inventar. Im Erdgeschoss entdeckt man nur einen Salzstreuer und ich finde die Konversation diesbezüglich irgendwie sau unangenehm, ich weiß auch nicht. Is that a shaker of salt? Ja, salt. Mind if I take it? No. Thanks. Und dann fällt uns, wenn wir gute Augen und ein bisschen Glück haben, nur der Dolch da an der Wand auf. This dagger. It is the knife of a Schattenjäger. You may take it, Herr Knight. Everything in this castle is yours now. Ach so, alles in dem Schloss gehört uns, ha? Gut zu wissen, ich weiß nämlich ganz genau, was ich will. Kartoffeln! Nach alle Vorbereitungen und mit sämtlichen Sachen, die wir brauchen, ziehen wir unser Schattenjägerweihe-Ritual gemäß der Gebrauchsanleitung durch und werden Zeuge eines göttlichen Wunders, als der Heilige Geist herabsteigt, in uns einfährt und... It worked. Something's happening. Oh, excuse me. I was just vacuuming. Schäbert die Matz da mit dem Staubsauger umeinander wie jede Mutter um 7 in der Früh am Sonntag, wenn du dir am Samstag spät heimgekommen bist. Nachdem das ganze Prozedere scheinbar für den Arsch war, lasst wir die Gerda unser Blutsuppen zusammenrammen und gehen wir ins Bett. Wo wir einen Traum haben, der nicht bloß sämtliche Register und Animationskunst der 90er zeigt, sondern ein Spiel irgendwie super zusammenfasst. Da ist etwas, was eigentlich in der Materie sehr ernst sein soll, aber durch die Umsetzung einfach richtig shit deppert wird. Your soul smells, Gabriel Knight. You seek to be Schattenjäger. Um ein vollständiger Schattenjäger zu werden, müssen wir uns nicht nur vor dem Traumdrachen anhören, was für ein absoluter Gratler wir unser Leben lang waren, sondern unsere Vergangenheit und einen größten Teil von uns selber als Person hinter uns lassen. Kein Problem, denkt sich der Gabriel. No problem. Aber jeder denkt sich kein Problem, bis er anzünd wird. Ich kann diesen Prozess der Reinigung jetzt halt irgendwie lustig beschreiben, aber ich glaube, es ist nur besser, wenn ich es euch einfach im Original zeige.
Was machen alles deren Stadt in Therapie zum Gehen? Wahnsinn! Nachdem also unser unreiner Teil wegbrennt und besiegt ist, finden wir in der Früh einen Schlüssel, mit dem wir jetzt die Bibliothek betreten können. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen umständlich, aber andererseits, habt ihr schon mal BAföG beantragt? Der nächste Teil ist jetzt einfach nur eine Schnitzeljagd. Wir schauen alle Teile von alle Regale an, bis wir einen Hinweis kriegen, dass Gabriel ein Bier hier interessant findet. Dann ziehen wir das Bier hier raus, lesen es und kriegen einen Titel vom nächsten Bier hier. Und so erfahren wir, dass der Stamm der Agri ein uralter Stamm von Sonnenanbeter war. Das Problem war nur, dass der Sonnengott ein brutaler Sauhund war und dementsprechend auch seine Anhänger minimal übertrieben haben. Extrem blutige Opferrituale waren gang und gäbe in der Region, die heute als Benin bekannt ist. Über Archäologiebücher findet man letztendlich heraus, dass es Ausgrabungsstätten gibt, die vermutlich ein Tempel von den narischen Sonnenanbeter war und dass der Tempel aus verschiedenen Gründen quasi unberührt ist. Gabriel entdeckt ein Beutel von der Gegend und fühlt sich nur an seine Träume erinnert, dass er A. vergisst, wie man richtig redet. Double snake ring? Oh my god, it's a wheel within a wheel. Let me have some of that Cool Whip. What'd you say? You can't have a pie without Cool Whip. Cool Whip? Cool Whip, yeah. You mean Cool Whip? Yeah, Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Cool Whip. Und B beschließt, auf der Stelle nach Afrika zu fliegen. Wir lassen Gerda noch schnell wissen, wohin sie der Wolfi verzupft haben dürfen, plündern Mauslis unfreiwilliges Erbe und fliegen los. You think Wolfgang went to Africa? Good, good. My poor Wolfgang. You have money for the plane, yeah? We can use this credit card. Terrific! I will go make the call. Then, while we wait, breakfast. Does that mean I get some coffee now? Tag 9 unseres Abenteuers beginnt mit einem Gedichtsfetzen, der einzige Hinweis für späteres Rätsel ist. Was man an der Stelle natürlich nicht wissen und nachschauen kann man es nachher auch nicht mehr, aber so ist es halt mit denen Spielen. Ja, willkommen in Afrika. Ich finde die Symbolsprache übrigens nett, falls Absicht war, wovon ich jetzt mal ausgehe, nämlich dass der Gabriel jetzt statt in seinem schwarzen Ledermantel im weißen Shirt rumläuft, nachdem er seine Verantwortung als Schattenjäger akzeptiert hat und gereinigt wurde. Wobei er auch schon wieder einen Haufen Geld von der gestohlenen Kreditkarten vom Doden ausgegeben hat, aber hey, dafür gibt's Beichten. Wir bitten nicht um Erlaubnis, sondern um Vergebung. Vielleicht sind es auch die 834% Luftfeuchtigkeit in Benin. Keine Ahnung, aber ich mag meine Interpretation, die klingt nämlich, als wisse ich, von was ich rede. Hier liegen unheimliche Geräusche in der abgestandenen Luft. Es sind überall Malereien an die Wand, die genau wie die Wand selber gefühlt von den ersten menschlichen Händen gemacht worden sind. Und im Halbdunkel kauern totengleiche Figuren am Boden. Ja, das ist der Morgen nach einer Bauwagenparty. Und das erste, was man in der unberührten heiligen Stätten machen, ist Scheißdreck aus der Wand reißen. This stone looks interesting. Von den Fliesen gibt es noch mehrere, also fetzt man einmal durch den Tempel wie ein Rumba auf Crack und sammelt man alle ein. Wenn wir eine Runde durch die Anlage draht haben, ist uns klar, es sind 12 Räume mit 2 Fixpunkte, wo die Fliesen nicht aus der Wand gingen, quasi auf 7 und 12 Uhr, und sämtliche Platten zeigen eine bestimmte Anzahl an Schlangen. Auf dem Rundgang haben wir 10 Platten und einen schlangenförmigen Stecker aufgeklappt, also machen wir uns an den offensichtlichen Teil vom Rätsel und setzen alle Fliesen da ein, wo es hinkehren. So kriegt man seine 10.000 Schritte am Tag auch zusammen. Ich war übrigens mal so frei, die ganze Rumrennerei hier ums 8-fache zu beschleunigen, damit das Video nicht völlig ausufert. Nicht, dass euch irgendwann klar wird, dass in der Zeit, wo ihr meinen Krampf angeschaut habt, so geschmeidig 1,5 Star Wars Teile eilig hätt's können. Schön und gut, jetzt haben wir hier drin aufgeräumt, aber was bringt's uns? Bisher gar nichts. Der erste Gedanke war vermutlich in der auffälligen Tiere umeinander zum Stochen wie Vlad Teppisch in seiner unfreiwilligen Gartendeko. The rod fits into the hole in the stone. Nothing happens. Wer sich aber brav das Gedicht zu Tag 9 gemerkt hat oder den 3-Schlangen-Symbolismus im Hinterkopf hat, der das ganze Spiel durchzieht, dem wird eventuell irgendwann klar, dass wir mit unserem Stab in Loch Nummer 3 rein müssen und ich mag nicht, dass sie das anhört wird ab 18 Version von Herzblatt. Da wir zwischendurch mehrere Warnungen gekriegt haben, speichert man vorher lieber mal ab. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Uh-oh. I have a feeling that did something. Ah, Kruzifix, das ist ungemütlich. Die Viecher warten nicht ganz so gruselig, wenn sie mich nicht an ein wunderbares Kindheitstrauma erinnern würden. Ein falscher Schritt und dieses wandelnde Beef Jerky reißt uns Pumpen aus, also aufpassen.
Den Solarium-Suchteln auszuweichen ist allerdings eine reine Glückssache und mir hat's oft nur erwischt, bis das endlich mal hingehauen hat. Aber wenn's dann einmal hinhaut, schaut's aus wie der gemütlichste Spaziergang auf der Welt. Beim dritten Zombie darf man dann allerdings ruhig nochmal speichern, weil den muss man ausmanövrieren. Und das ist in einem Point-and-Click-Spiel ungefähr so einfach wie 400 Gramm Zimt zum Gurgeln. Und sollten wir das tatsächlich geschafft haben, dann stehen wir im nächsten Raum und haben wir komplett verschissen. Ausmanövrieren? Keine Chance. Haben wir irgendeine Waffen? Na. Das ist ein hervorragender Punkt, um Stecker zu bleiben und vor Frust in die nächste Fußleisten zum Beißen. Hier möchte ich das Spiel das morgen auf Tarzan machen und dafür werden wir dann im nächsten Raum mit einer Oscar-reifen Performance belohnt. Oh, shit. Gabriel Knight, I presume. Uncle Wolfgang? In person. Now go to it, boy. I can't hold these creatures for very long, and there are more on the way. Go to what? The secret panel, boy. Those creatures are only alive while it's open. Close it, Gabriel, and hurry. Also schließt man das Tor mit unserem besten Schlangenstecker und sind außer Gefahr. Very good, Gabriel. Now stand back. Sadala, endlich vereint mit dem Onkelchen, schauen wir uns das Innerste vom Tempel an. Ein Opferaltar, der uns erzählt, wie der Geddy-Stamm hier vor Ewigkeiten den Tempel gefunden und eine magische Figur aus ihm mitgenommen hat. Die Figur ist eine Machtquelle für Tetelo und muss daher dringend zerstört werden. Und wenn unser Familientalisman irgendwo versteckt ist, dann definitiv hier drin. Also wollen wir das Ding natürlich aufmachen. Die Eisenstangen an der Wand haben zwar der richtige Weg, aber blöderweise reicht es nicht, um den Deckel zum heben. Und der Wolfi erklärt uns gleich warum. Why won't the damn lid come off? It is a sacrificial table. It can probably only be triggered by the proper use of that trough there. With a heart. Wir brauchen jetzt also einen Schlüssel. Und zwar einen von der eher fleischigen Sorten. Ein Herz. Der Wolfgang schafft uns so, dass wir das Herz von der Mumie im Raum davor nehmen sollen. Und gerade als wir das Viech aufschneiden, als hätte es unseren Autoschlüssel verschluckt, beschließt der Wolfi, das auf seine Art zum Regeln und kündigt sein Lebensabo. Wolfgang! No! No! Tetelo, you gonna pay for this, you bitch! Why did he go to Africa, Gertie? No, it's okay. I'm just a little anxious. No, they haven't. I just need to talk to Gabriel. Puh, okay, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Wir haben gerade unfreiwillig einen Familienbetrieb übernommen, unseren magischen Teller wiedergefunden und irgendetwas ist mit unserer Sekretärin los. Wir haben jedenfalls wieder auf dem Weg heim und müssen mal schauen, wie es weitergeht. Der Blick aus dem Fenster beim Landeanflug ist ein subtiler Hinweis, wo wir hin müssen. Der Park hat nämlich ebenfalls das Muster vom Rad im Rad. Aber erstmal geht's natürlich in Buchhandlung, wo das absolute Chaos herrscht. Oh no! Good coffee. Grace! The note is from Malia. It says, Gabriel, I hope you survive long enough to get this. Tetelo knows you have the talisman. She has taken Grace. Return the talisman and leave New Orleans forever. Okay, es schaut jetzt erstmal alles nicht so rosig aus. Tetelo hat unsere Praktikantin und Malia sagt, wir sollten uns schnellstens vom Acker machen. Aber so weit kommt's noch. Wir haben ja schon gelernt, die Mädel mit mehrer Leid verdroschen. Who's there? I have the talisman. Yeah? Good for you. I got a headache. Don't come near me. You're dead.
Oh, was that you at the tube? You should have said something. Ganz so tot war er dann doch nicht. Er hat sich in dem Mausoleum anscheinend nur versteckt, weil er uns kennengelernt hat und gemeint hat, wir warten auch besser. Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Ja, wurscht, Hauptsache er lebt. Jetzt gehen wir erstmal ins Hinterzimmer, wo uns keiner sehen kann, um in Ruhe... Okay, now let's talk. In Ruhe einen Plan zu schmieden, wollte ich sagen. Mosley und Gabe bringen sie gegenseitig auf den neuesten Stand, wir erfahren dabei allerdings nicht viel, was wir nicht schon wissen. Gracie ist entführt worden, weiß der Teufel warum genau oder wohin. Malia und ihr Kartell haben die ganze Stadt durchsetzt, vom Bürgermeister über die Polizei bis zum Baumarktangestellten. Keine Ahnung, ich wollte einfach nur drittes Wort mit B. Wir wollen also den geheimen Voodoo-Tempel im Untergrund finden, infiltrieren, Beweise fürs FBI sichern, Gracie retten, Tetelo vernichten und das komplette Kartell zerschlagen. Sounds easy. Uh-huh. Do you have any idea where their headquarters might be? Zum Glück haben wir nicht nur eine ganz vage Vorstellung davon, wo das Versteck sein könnte, sondern schleppen auch noch Mosley sein Navigationszapfel mit uns rum, das er möglich machen soll, uns zu finden, sobald wir wiederum das Untergrundhorn vorgefunden haben. Don't forget to leave the signal device near the entrance to the Hall 4. And be careful. So, wir nähern uns also langsam am Finale. Aber der Weg dahin ist nebulöser als Silent Scheißdrecks Hill. Unser einziger Anhaltspunkt ist nämlich der Jackson Square. Dort drunter müsste es sein. Jetzt können wir uns also entweder im Park Tacken ablaufen oder in Komplettlösung luren. Meiner Meinung nach gibt es hier nichts zwischen Versagen und Scheißen. Schauen wir doch einmal, was der Gabriel an der Stelle im Buch so macht. Im Birchi geht er in die Kirche, weil ihm nichts anderes einfällt beim Rumstravanzen im Park. Dann sieht er da, wie eine Frau ins Beichtstübel geht und kurze Zeit drauf, wie eine andere Frau wieder rauskommt. War das so schwierig gewesen? Ha? Shane? 200 Puls hab ich! Bald! Die Wahrsagebauchtänzerin im Park hat eine komplette Zwischensequenz gekriegt, die 300 Gramm Hundsdreck zur Geschichte beitragen hat, aber dafür ist er nicht ans Budget ausgegangen, oder was? Und braucht's nicht glauben, dass es einfacher weitergeht, nur weil wir jetzt halt wissen, dass irgendwas mit dem Beichtstuhl zum Tor hat. Weil was denkt's, was wir hier drin benutzen oder besser gesagt überhaupt erst einmal finden muss? There's a knothole about the size of a quarter in the wood paneling on that wall. Ein Astloch ist das also. Ein bisschen zu weit oben für unsere Hosenschlangen, aber wir haben auch noch andere Schlangen dabei. Aus 2 Uhr ist es halb 3 in der Früh und ich kann nicht mehr. It's moving. I knew it. Die Beichtkammer stellt sich als Aufzug raus und kurz drauf sind wir wie mein Humor. Unterirdisch! Ride's over. Wer jetzt das gute Ende will, denkt daran, dass uns der Mosley fallen können muss und klemmt sowohl einen Peilsender als auch unser Steckerl unter den Bing. Alright, Mosley. There's your signal. Gabriel wonders if Mosley will have everything he needs to follow the trail. An der Stelle ist das Spiel auf einmal überraschend freigebig mit der Erinnerung, dass wir Mosley als Nötige da lassen müssen. Gabriel puts the snake rod under the bench for Mosley. Wir steigen aus und jetzt mal kurz im Ernst, mir hat vor 5 Jahren echt überrascht, was das Spiel hier für eine Kehrtwendung gemacht hat, ästhetisch und atmosphärisch. Wir stehen ja nämlich urplötzlich in so einer Art futuristischer, eingeborenen Siedlung. Einerseits hypersteril und seelenlos wie so ein hausgewordene Tupperbixen mit einem Storgarten und einem fashion Storzaun drumherum, andererseits voll mit Voodoo-Paraphernalia, Höhlenmalereien und uralte Artefakte, die wahrscheinlich nur noch nassen Mammut riechen oder so. Wie die Rad-im-Rad-Optik vom Jackson Square schon angedeutet hat, das hier ist ein ultramoderner Nachbau von dem afrikanischen Tempel. Wir wandern ein wenig durch die Gegend und finden einen Raum mit Tiermasken und Roben, wo wir einen auf Achenoa machen und 2 von jeder Sorte einsteckern. Eine coole Wolfsmasken für uns, logisch. Und weil wir der beste Freund auf der Welt sind und noch nie etwas von Bodyshaming gehört haben, gibt's für unseren Kumpel Mosley auch Wildsau-Masken. Ansonsten gibt's hier unten alles mögliche. Gästezimmer, ein Streichelzoo, bei dem Peter anfangen hat, Schusswaffen auszumhändigen und sogar Büros. In einem davon finden wir Rechnungsbücher, in dem die Codenamen der Kartellangehörigen verzeichnet sind. Das werden wir in ein paar Minuten brauchen. Malia hat hier ebenfalls ein Zimmer und wenn wir uns da rein verlaufen, sehen wir eine von den wenigen wirklich tragischen Szenen in dem Spiel. Someone's coming. Tetelo, come to me. Your daughter requests an audience. What is it you seek, child? Tetelo, I beg you again, for my sake, spare Gabriel's life. Do not protect or mourn that one. He will only betray you. Gabriel would never betray me. He will, as Gunter betrayed me. Blinded by the light, he will despise your darkness. No, I don't believe that. You were betrayed, but Gabriel is different. I cannot serve you any longer. Choose another.
I cannot go on. So you say, because you are drawn to the light. What you do not know is that the light will never have you. You only corrupt it when you draw near. I don't believe you. This way, this life is too painful. I must be free of it. You can never be free. You will see, my daughter. What I've told you is true. You will see. Wait! I won't go through with it. I won't. I won't. Malia möchte Gabrielle nach wie vor retten und stellt sie gegen Tetelo, aber was ihr das bringt, ist fraglich. In einem anderen Zimmer sehen wir einen Dr. John, der so dermaßen hart am Betten ist, dass er uns nicht einmal bemerkt. Hier hängt zwar irgendwas an der Wand, aber wenn wir uns dem drum irrzt nähern, dann kehrt der Gabriel der Katz. Aktuell können wir hier nichts machen, also schauen wir, dass wir Land gewinnen. Noch ein bisschen mehr umeinander haxeln finden wir in ein Partyzimmer mit Opferaltar und Radardrommen und Lagerfeuerstei und allem. Und da kommt uns die Idee, dass wir doch einen Dr. John hierher locker kannten, um uns in seiner Männerhöhle umzuschauen. Wir legen also ein Schlagzeug-Solo hier, das am Brother Eagle auf der Stelle zum geheimen Hornfurb steht und schleichen uns dann außenrum zu seinem Zimmer. Unnötig zu erwähnen, aber falls er uns sieht, dann beißt der Gabriel härter ins Gras als eine aushungerte Kuh. A door opens in the distance. Und jetzt als schleunigstes drum von der Wand glauben und so schnell wie es geht wieder... Okay, mir macht man das gemütlich. Du, kein Problem, lass der Zeit. Laufen ja keine 2,20 Meter mordlos durch Gegend, die uns die Wirbelsäulen zum Arsch rausziehen, wenn sie uns da erwischen. Jetzt fahr zu! Das Ding stellt sich als eine Schlüsselkarten raus, die uns überall reinbringt. Was äußerst praktisch ist, weil wir uns so im nächsten Raum mit einem geschmeidigen Haufen Diridari eindecken können und ausgesagt haben. Das heißt, falls wir hier jemals leben rauskommen. I know it's dirty money, but it's for a good cause. Me. Jetzt feiern uns nur noch Gracie und die ist zum Glück auch schnell gefunden. Grace, I found her. The sound of Radha drums echo through the Haunvur. The ritual must be about to begin. Aber jetzt dürfen wir uns aber umdrehen. Glücklicherweise kommt gleich Hilfe ums Eck. Der Mosley hat sie nämlich tatsächlich hierher geschafft. Mostly, you made it. Thank God. I thought I saw you ducking in here. This talisman is supposed to have some sort of power. Grace, wake up, Grace! What? What's going on? Nachdem wir Gracie mit unserem Talisman und einem guten Backerl Geschrei aufgeweckt haben, macht man einen kurzen Schlachtplan. Right, let's make a plan. What do you want us to do, Gabriel? Okay. Grace, they expect you to be unconscious, so you better fake it. That should put you in a good position when it's time. Mosley, you and I will be with the other ritualists. As for the ritual itself, I'd say Tetelo is our worst problem. I remember from the bayou that she didn't show up until Dr. John blew that drug on Malia's face. If I can prevent him from doing that, we can keep Tetelo out of it, I think. Wir wollen also Tetelo von der Party fernhalten, indem wir verhindern, dass Dr. John der Malia seinen Staub ins Gesicht bläst und Gracie stellt sich dabei bewusstlos. Guter Plan, vor allem weil wir keine Zeit für einen Besseren haben. Fine, but you guys aren't gonna get far looking like that. Wir werfen uns in unsere beste Schale, ruinieren den ernsten Moment noch schnell mit einem blöden Spruch und los geht's. Here, it's a disguise. Gee, a boar. How thoughtful. And what are you, pray tell? A wolf? You goddamn wiener. A wolf. How appropriate. Someone's coming. Grace, get down. What are you doing here? Thought this room was empty. Go to the circle. Now. Damn it. She's already being ridden by Tetelo. What? What? But you said... Yeah, I know. Great, now what? I don't know. Unser 5 Minuten Terrine von einem Schlachtplan geht leider nicht ganz auf, weil Malia schon besessen reinkommt. Oh, great Baba Green, take this sacrifice. Do something quick. Hier kommen wir jetzt alle möglichen Arten an Scheiße bauen und draufgehen. Das einzig Richtige ist, erstmal ein Talisman gegen Tetelo einzusetzen. Tetelo, stop! I won't let you kill her. What? You bastard of a bastard! You can't stop me. Watch your friend die. Uh-oh.
The talisman seemed to have little effect on protecting Grace from this distance. Ah, das habe ich ganz vergessen. Grace ist Asiatin, die kann natürlich automatisch Kung Fu. Was gar nicht braucht hat, weil der Mosley nämlich Bum Fu beherrscht. Ja, ich weiß, ich gehe ins Bett. Get out! All of you! Nachdem der Long John erledigt ist, bleibt nur noch Tetelo. You have killed my chosen one, witch hunter! For that you shall pay! But first, these intruders shall die! Give me the talisman, witch hunter, or your friends will die horribly! Right now! Wir spielen ein bisschen Dratzball mit ihr, damit die anderen zwei abhauen können. You want the talisman? Here, catch. Oh! Go on. Get Grace out of here. The talisman will protect you. What about... Just go! Gabriel ist wirklich selbstloser Wohn. Ein echter altruistischer Held, der... I know it's dirty money, but it's for a good cause. Me. You are unarmed now, witch hunter. Approach me and kneel. Malia, are you there? She's too powerful. Mit dem Messer an der Gurgel bleibt uns nur noch die Quelle von Tetelos Kraft zu zerstören. No! Stop! Oh, shit! Und als frisch gebackener Held versucht der Gabriel natürlich am Ende nur seine geliebte Malia zu retten. Go ahead. Destroy her. Destroy me. You are truly your father's son, witch hunter. Oh, Gabriel, please. I've got you, Malia. No. You will betray her, witch hunter. I won't let you kill her. Gabriel, you didn't betray me. I've got you. It's no good. It has to end with me. No! Don't let go! Damn it! Don't you let go! Goodbye, my love. No! I think it's over now. Yes. I'm sorry about Malia. I know you cared for her. You've changed, you know. Have I? Yeah. So, are you gonna do it? Be Schottenjäger? I'm gonna try. Don't worry, though. You'll be back at school, safe and sound. I don't have to go back. Grace, give up your PhD? There are things in this world, Gabriel. A spiritual path can be more important than a path of the mind. Spiritual path, huh? Well, you're welcome to stay, Gracie. Just as long as you don't expect me to know what I'm doing. This is a historical moment, isn't it? 300 years ago, the Ritter talisman was stolen by Tetelo. She used it to draw her family to power while your family withered. You think too much. But really, I think the most tragic thing was all those generations of young women, like Maya, trapped by this large overriding personality forced into a life of horror. Yeah, kind of reminds me of living with you, Grace. You know when I said you've changed? Yeah? I was wrong. Und das war Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Respekt und vor allem Danke an jeden, der sich das komplette Video angeschaut hat. Das Beste kommt zum Schluss, nämlich ein bisschen unverschämte Bettlerei. Falls jemand Lust hat, mir ein bisschen zu unterstützen mit meinen Videos, der kann mir gerne auf CoinDrop sein Glorgeld hinschmeißen. Seht ihr, es wird ein Hut vom Straßenmusiker, der euch 2 Stunden lang auf Borisch zulabert und hofft, dass ihr ein wenig drüber lachen könnt. Zur Orientierung, der Durchschnittspreis für eine Flaschen Paulaner Spezi ist so grob bei €1. So, was lasst ihr abschließend noch zu dem Spiel sagen?
Es ist eins der erwachseneren Point-and-Clicks in Sachen Atmosphäre und Geschichte und definitiv in Sachen Rätsel. Du heilige St. Gonorrhoe, das Spiel hat kein Mitleid mit dir. Es gibt so Spiele, die nehmen einen bei der Hand, das hier packt ihr am Schwengel und schleudert ihr durch ein Brennnesselfeld. Ich meine, stellt sich selber die Frage, wer auf den Scheiß mit der Uhr gekommen war oder ob es euch eingefallen war, am Mosley seine Marken zum Klauen, damit es bei der Malia reinkommt. Jupp, der war Absicht. Oder wer hätte daran, dass man den Mofa-Polizisten mit Hilfe von einem Pantomimen weglocken muss. Ganz zu schweigen von diesem Hundstrecks-verschissenen Aufzug in der Kirche. Also bei allem was recht ist, aber das kann ihm echt das Kraut ausschütten. Da die Gabriel Knight Sins of the Fathers im Endeffekt also empfehlen? Ja, Fralling! Aber du brauchst halt Geduld vom Buddha persönlich oder ein Hirnschmalz, dass du 4D-Schach mit dem Stephen Hawkins spielen hättest können. Ansonsten gewinnt es bei mir auf ganzer Linie. Es ist im Kern eher düster, bei Zeiten sogar wirklich gruselig. Die Geschichte ist bei weitem nicht so oberflächlich wie, sagen wir mal, Simon the Sorcerer oder Monkey Island, sondern das Hauptelement. Es zerstört sich nur manchmal die mühevoll aufgebaute Atmosphäre, entweder durch irgendwelche dämlichen Scherze oder durch unfreiwillig komische Situationen, Dialoge oder Animationen. Und was natürlich nur einiges ausmacht, sind gut geschriebene Charaktere. Gabriel, also eigentlich Larry Hosen, der im Laufe des Spiels Verantwortungs- und Pflichtgefühl entwickelt und damit die Menschen um sich herum rettet, den er trotz seiner aufgesetzten Macho-Art nicht haben fallen lassen. Gracie, die sein gutes Gewissen ist, er ihm aber meist nur mit Sarkasmus begegnen kann. Mosley, der zwar recht lächerlich dargestellt wird, aber trotzdem Leib und Leben riskiert, um das Richtige zu tun. Und natürlich Malia, für mich die tragischste Person in der Geschichte. Sie ist, genau wie Gabriel, zwischen ihren eigenen Verpflichtungen, ihrer Familiengeschichte und einer unerklärlichen Liebe zu einer anderen Person zerrissen. Und letzten Endes büßt nur sie für die Sünden der Väter. Jane Jensen hätte zwar mit ihrem Talent für gute Geschichten echt nur schauen können, dass die Rätsel ein bisschen logischer herzuleiten sind, aber wem das anstrengend ist im Spiel, der hat immer nur die Wahl, einfach als Bierchen zum Lesen oder Angel Heart anzuschauen. So, das war's dann für heute. Ich hoffe echt, es hat euch taugt. Falls ja, ihr wisst ja, wo der Daumen wohnt, falls nicht, dreht's ihn einfach um. Wer mag, kann mir gerne einen Kommentar da lassen oder meinen Kanal abonnieren, das freut mich immer besonders. Ich sage jedenfalls Servus, Erdnuss und bleibt's friedlich.